Mir habt nix mehr Ruhe, das macht mein Hamur. Ich kann kein traurig sein, ich trink still mein Glasl Wein und klopf dann wann die Frau sucht bei mir an. Das macht mir keinen Sinn, aber ich bleibe wie ich bin. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt das gar nix. Bleib schön stumm, schrei nicht sag es aber nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal einmal und einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, sag es war nix. Schrei nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, weil der Herrgott weiß immer warum. Kinder, erfüllt's die Glaserl auf, wer weiß, was am Morgen ist. Trink mein Ex, was liegt schon dran? Ein Räscherl, na ja, das ist gewiss. Ein geschmackiges Busserl von meinem Schatz, was braucht das ein Mensch noch mehr? Ja, was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch ein Liter her? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch ein Liter her? Jawohl. Grüß euch, servus, habe die Ehre, küsst die Hände und dergleichen zur Pawlatschen Nummer 2 im Jahre 2023. Was weiß ich, glaube Nummer 154 in Summe und gleich mal wieder mit einer Überraschung. Solo-Pawlatschen. Ja, also eigentlich müsste man es ja mittlerweile schon so machen. Also stellt sich auf ein Solo-Pawlatschen ein und wenn der Patrick einmal dabei ist, sage ich es euch. Na, ist ein Bass wieder gewesen bei mir. Ganz liebe Grüße von Patrick. Der ist schon seit ein paar Tagen mit einer Darmgrippe da nieder. Hat heute gesagt, du, pass auf, machen wir es so. Mir geht's zwar nicht so gut, aber schon besser. Komm doch zu mir heim nach Eibestal. Machen wir es da tue ich mir ein bisschen leichter. Und dann am Nachmittag hat er mir geschrieben, das hat keinen Sinn. Ich bin so geschlacht, ich bin so fertig, ich schlafe ein im Sitzen. Was macht man? Habe ich gesagt, na gar nichts. Solo Pawlatsche hat sich bewährt. Was soll man tun? Aber auf jeden Fall gleich einmal, Satzer gut. Eine rote Achteln für Patrick, weil wir haben 2 harte Wochen vor uns. 2 harte Wochen. Diese Woche spielen wir 3 Mal, glaube ich. Nächste Woche haben wir 2 Bälle hintereinander und ein Live-Konzert mit den Plusschrammeln. Also da hoffe ich doch, dass er halbwegs fit ist. Nämlich nicht nur fit jetzt, dass er bis dahin gesund ist, sondern dass er schon ein bisschen auskuriert hat und sich Kräfte sammeln konnte. Also Satz so gut. Haut eine rote Achteln für den Patrick und dabei schaue ich mal in den Chat. Naja, bevor ich in den Chat schaue, mache ich einen Wein auf. Ich meine, das ist sinnvoll. Höflerwein. Weingut Dr. Michael Höfler, der Ausblick Wien, wo wir ja auch einmal im Jahr spielen, auch heuer wieder, wird es sicher wieder zustande kommen. Und der gute Michael hat uns noch quasi vor Weihnachten hat uns 2 Kisteln gegeben. Hat gesagt, naja, du wirst eine Verwendung haben, hat er gesagt. Und dann haben wir gesagt, na, selbstverständlich, daher beginnen wir quasi dieses Reigen 2023 mit unserem Weinausstatter, dem Winzer Dauertester Michael Höfler. Ausblick Wien und ich habe mir gedacht, ich fange an mit einem gut, der schmeckt mir seit jeher, also seit ich den ersten Mal getrunken habe, der gemischte Salz, Ried, Vorleiten, dem von 2021, das ist nämlich der mit dem, wenn ich es richtig ausgesucht habe, wo ist er? Blumige Extrakte, wo der gelbe Muscatella drin ist. Komposition aus grüner Veltliner, Neuburger und gelber Muscatella und das ist wirklich ein Geschmackel, das taugt mir.
Und das habe ich eine und dann aber schaue ich mal in den Chat. Dann schauen wir in den Chat, ob ich jetzt einmal ein Schluckerl vom Ausblick Wien. Das war super, da haben wir 2 Flaschen mitgegeben, da ist das Etikett beschädigt. Und da habe ich gesagt, ja, die trinken wir, die zeig nicht her. Na gut, da willst du trinken. Ich meine, mit mir kann man ja reden. Schaut, dass man schön sieht. Unser erster Dauertester, respektive Weihnachtsstarter 2023, danke Michi Höfler. Und bevor ich reinschaue, schaut die Achtel für Patrick fahren schon. Die fahren. Jawohl, ich danke euch schön. Jetzt einmal auf euch. Sehr zum Wohl und natürlich auf den Patrick, dass er sich auskuriert. Hoffentlich erst. Bald geht's an. Ja, das meine ich. Mit dem Muscatella. Ich kennt Warner, aber ja, soll man nicht. So, schauen wir mal. Der erste, der reingeschrieben hat heute, unser erster Pavlacisti, das ist falsch, ne? Unser erster aus den Reihen der Pavlacisti, so muss man es richtig sagen, der Raffi, der Pavlacci, schönen guten Abend, grüß dich gut. Thomas Faber ist dabei. Jawohl, Uli Stonek, von Anfang an sozusagen. Heute wieder mal aus dem Tieferschneiden Helsinki. Bravo, Uli Stonek. Schneefräse anwerfen und Wein entkorken. Das ist die Antwort auf Schnee. Hallo zusammen, nach skifahrerischer Abwesenheit wieder mal dabei. Prosit nach Jahren alle Zuseher und die Musiker. Franz M., Isabella, ihr zwei seid uns schon angegangen, aber wir haben eine Riesenfreude, dass ihr Freude habt und meinen Urlaub gehabt habt. Das ist zusammenbringen. Hoffentlich habt ihr eine Freude im Urlaub gehabt. Grüß euch gut. Markus Volker, großartig, servus. Hoffentlich auch wieder gesundet, Markus. Habe die Ehre, sagt der Spaziergang. Thomas Fahrer, was für euch ein Lokal, wo ihr auftreten könnt? Bitte persönliche Nachricht von mir. Jawohl, danke schön. Immer gute Empfehlungen. Momo M, jawohl. Alexander Hauser ist dabei. Servus die Madel, grüß euch die Buben. Das ist Alexander Hauser. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim Taschler. Jetzt am Donnerstag. Weil wie gesagt, es ist eine harte Woche, ist jetzt nicht so ein Ding, aber wir haben am Mittwoch nämlich Probe. Intensive Probe mit den Plusschrammeln, Uli Bär und dergleichen, weil die Wochen drauf sind wir beim Selic. Wer noch dabei sein will, gibt sicher noch Platz an. Schaut rein bei mir im Kalender, 16er Burm.at, da findet ihr die Spieltermine. Wiener Lied trifft Blues und Rock, super Partie. Einige von den Untouchables dabei, Uli Winter, der legendäre Herbert Novacek am Bass, der damals in die 70er Jahre, oder war das schon 70er Jahre, sagen wir 70er, 80er Jahre, aber ich glaube in 70er Jahre angefangen, mit der Band Acid internationale große Erfolge gehabt hat. Und ich glaube, der hat gewonnen damals bei der großen Chance, wie das damals noch war mit Peter Rapp, die 70er Jahre im ORF. Der ist dabei, der Toni Griebam, also alle 3 von den Untouchables, legendär, auch schon über 30 Jahre im Geschäft. Und natürlich Austauschlegende Uli Bär, auch dabei. Und mir. Die 16er Burm, und dann lassen wir Wiener Lieder und Rock und Blues ein bisschen fusionieren. Wir bringen diese musikalischen Exoten in Symbiose und haben einen Mutzangstuhl auf der Bühne. Das ist am 18. Am 18. Jänner beim Selic in Stadlau. Habe ich gesagt, Infos findet ihr bei uns auf der Homepage. Aber dafür haben wir die Probe am Mittwoch, am Donnerstag sind wir beim Taschler. Alexander Hauser, ich rechne mit dir. Alexander Hauser muss dabei sein. Beim Taschler am Donnerstag und dann am Samstag haben wir einen Geburtstag, spielen wir beim Geburtstag. Ne, und nächste Woche haben wir dann eben Mittwoch Bluesrammeln, Donnerstag Philharmonikerball, Freitag Offiziersball in der Hofburg. Ich glaube, dann haben wir eine kurze Ruhe, oder auch nicht, ich weiß es nicht mehr. Ist ja wurscht, das ist schon weit vorgegriffen. Auf jeden Fall wird herausragend leiwand, aber natürlich auch anstrengend. Dann haben wir Karin Albertine Pristonik ist dabei, der Christoph Acker Travel Vlog, ohne die geht es ja sowieso nicht, genauso wie ohne Landtal Stromer. Markus, auch nicht möglich. Daniel Schlögl, habe ich schon hergekriegt für mich. Deinen original leimenden super Wiki Snooze Schnaps, weil der gehört ja weg, weil wir haben ja Nachschub. Straßenhans ist dabei, jawohl. Schönen Abend aus der Reha Bad Tatzmannsdorf. Straßenhans. Und ich hoffe, es geht gut mit deinen Schnirlen, was du da eine
eingedruckt haben, rund um die Herzplatten. Ganz leibend. Schön, dass du da bist, aus der Reha. Musikraum, jawohl, der Maike, Michael Ungar. Wo bin ich denn da? Mega Pemperton. Servus aus München, gleich höre ich ein Lieblingslied. Wie wahr, na schau, so haben wir gleich gestartet. München, bist du da? Im März, irgendwann, ich habe schon wieder vergessen wann, im März sind wir in München, weil da haben wir ja Aufnahmen für die Brettelspitzen für den Bayerischen Rundfunk. Und ich hoffe natürlich mega, dass wir es da schaffen werden, dass wir uns endlich einmal wieder persönlich treffen werden. So, Solo war heute nicht geplant, richtig, Christoph Acker. Stürmt Patrick immer noch in die Keramik, ja. Scheinbar. Ja, genau. Aber da ist er. So weit hinten bin ich nur, schau das an. Die hätte, der Franz Brandwein ist dabei, Maber ist dabei, Ulrich. Jawohl. Georg Scheurer, unser Georg Scheurer. Heute nicht in der Arkanien, grüß euch miteinander, liebe Grüße Georg. Georg Scheurer, ganz wichtige Persönlichkeit der 16er Burm-Fans. Warum? Der Georg war so knierwach und hat von sich aus ganz leibende Initiative ergriffen, nämlich eine Facebook-Gruppe. Hat er ins Leben gerufen und schon vor einiger Zeit und jetzt haben wir so ein bisschen korrespondiert. Also es ist ja so, ich habe gesagt, pass auf Georg, das ist deine Fangruppe, da freuen wir uns wahnsinnig, dass du uns die zu Ehren das machst. Und ich will da gar nicht eingreifen, ich habe nur ein paar Bitten habe ich geäußert. Und er hat das sofort, das übernommen. Also, dass der Name zum Beispiel, dass das einmal klar ist, nämlich 16er Burm Pavlacisti, schaut's da rein. Und meldet euch natürlich auch, kommt dazu und ladet euch eure Freunde ein, die interessiert sind. Die 16er Burm Fangruppe, wenn man so will, die Pavlacisti Gruppe auf Facebook. Schaut, dass ihr dabei seid. Das ist echt leibend und da danke ich herzlichst den Georg Scheurer für diese Initiative. Und das, bitteschön, möchte ich euch bieten, ist eine zweite Orgie an rote Achteln wert. Der Georg, der das ins Leben gerufen hat und betreut als Admin, ganz leibend. Haut's eine bitte für den Georg Scheurer, original. Rote Achteln, einmalig für die Facebook-Gruppe 16 beim Pavlacisti. Und wer noch nicht dort dabei ist, gleich anmelden. So schaut's aus. Wer noch wichtig ist da, jawohl. Ja, jetzt kann sich kaum so sein, was da der Franz Brandwein. Ja, richtig. Blended Chicken, Thomas Franzka, the Artist of, unter anderem dieses Büdel. Ganz großartig. Leibend, dass du dabei bist. Schau, dann sind die Achteln, schau, wie weit hinten ich bin. Das ist ja dieser Wahnsinn. Das ist die Gundula. Die Gundula Braum ist da und ich freue mich, weil du hast gesagt, wir sehen uns beim Taschler. Da freue ich mich doppelt dreifach, wirklich, dass wir uns endlich auch persönlich kennenlernen. So, der Fritzel Startgruß, Stefano, Peter Voigt hat eine, die hätte. Da ich bei der letzten Mal Latschen nicht dabei war, wünsche ich euch noch alles Gute im neuen Jahr. Mögen Fröhlichkeit, Gesundheit und ganz viel Liebe in 2023 euch begleiten. Dank dir, schön. Ganz leibend. Wird natürlich. So. Auch die Gundula hat nochmal eine Grüße fürs neue Jahr. Hatte Woche 3-mal arbeiten. Der Christoph Acker ist arg. Naja, es ist 3-mal Auftritt. Naja, plus Pavlatschen. Pavlatschen muss ja auch. Als Auftritt werden es 4-mal. Und natürlich, wenn es nur das war. Ne? Das ist, ich weiß wie es das meinst, aber wenn es das nur war. Nur die Auftritte, das war was. Spielt die Ballade von einer harten Woche, ja genau. Ich kenne es nur, ich war jetzt leibend. Freue mich auf März, super. Was sparen ein bisschen mit dem Nussschnaps? Was? Von diesem Jahrgang gibt es nur mehr 2 Flaschen, den nächsten dann erst im Herbst wieder. Naja, was will ich machen? Du redest schon wie die Gewessler. Tratst die Heizung oben auf 19 Grad, damit es länger hält, das Gas. Das wird getrunken und dann werden Alternativen gesucht, so es notwendig wäre. Nicht wahr? Gestern Bredlspitze im TV gesehen, der Michael Unger, ja. Ich wollte mir das auch anschauen, habe aber vergessen. Was habe ich gestern gemacht? Was war denn gestern? Sonntag. Naja, weiß ich nicht mehr. Vergessen wir drauf. Was der Landtagsstürmer? 6. Juli zum Taschler. Will mit Motorrad Samstag nach Österreich. Das war aber leibend. Landtagsstürmer, das hätte mich gefreut. Und wenn der Maber mitkommt, dann doppelt. Doppelt gefällt mir das. Schau, ich glaube, das sind schon die Achteln für den Georg Scheurer. Ja, genau. Bravo, Georg.
Schöne Grüße wieder aus dem Ottergänger Burgherrn, Dieter, jawohl. Ja, bin beim Taschler, Gundula, na Weltklasse. Ja, pass auf, das spiele ich, da spiele ich gleich Taschler. Spiele ich gleich Taschler, wenn wir schon davor reden. Wenn wir schon davor reden, ist ja das nächste Konzert, hoffentlich. Druckt die Daumen, druckt mir die Daumen, ist gut, druckt die Daumen, dass der Patrick wieder gesund ist. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häuseln darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Gleich neben der Kirche von Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu, nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frohsinn, Hamur und für Glittling drin. In der Buschenschank-Taschler am Rande von Wien. Gleich neben der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. So mein Solo improvisieren, ja. What's up, day, da, 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 da. In der Kirchen vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit, und ich find dort Gemütlichkeit. Oh yeah. Taschler, klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf. Ne? Haben wir gleich angerissen. Drückt der Darm, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, der Darm drückt. Ja. Wir waren gestern am Taschler und wir haben für den März Termin reserviert. Franz M., das gefreut mich. Das gefreut mich. Was gehst du auf Acker? Mission 11, Nussschnaps um 11% Strecken. Fackel. Deppert. Ja, die Ideen. Ja, Georg Scheirer. Danke, 16 Uhr, Pavla Cisti. Jawohl. Jawohl, das ist natürlich Weltklasse. Ja, eben, dank Ackerl gibt es mehr Nussschnaps, weil er größere Blutzer besorgt, und dann will er strecken auch noch. Das ist ein Wahnsinn. Da müssen wir ein hartes Wort miteinander reden. Was haben wir da jetzt da? Warte, wo bin ich denn schon wieder?
Christoph Radau ist dabei. Servus, jawohl. Christoph Radau. So. Ah, das Brennlammlied auf dem... Nein, das kennt ich gar nicht mehr. Müsst ihr mal anschauen einmal. Ja, aber... Ja, leider. Leiband Klausi sagt gedankt so, Leiband Klausi sagt Gundula Braun. Setz mal im Kallenberger Dörfel. Franz Brandt. Dann ist es aber Leiband. Jawohl. So, naja, pass auf. Jetzt da folgendes. Es ist mich ja so, deswegen bin ich heute ein bisschen später dran, da ist natürlich alles durcheinander, weil ich hab heute war ich tatsächlich schon im Wirtshaus am Nachmittag und habe mich mit einem lieben Freund getroffen. Ein hartes Arbeitstreffen. Haben wir uns im Bermuda-Dreieck in der Innenstadt gepflegter Papierl reingezogen und eben auch was zum Essen, Kleinigkeit, das bin ich noch ziemlich aufgebläht. Davon, da bin ich, außerdem ich bin ich noch schockiert, weil da bin ich das erste Mal, glaube ich, seit 3 Jahren das erste Mal wieder mit einer U-Bahn gefahren. Alter, ist man auch nicht mehr gewöhnt. Und, naja, und wie gesagt, dann bin ich halt heim, nicht? Und eben nicht, also das muss ich sagen, die Bierl habe ich dann erst getrunken, wie ich dann gewusst habe, ich fahre nicht mehr nach Eibestal ins Weiviertel, sondern bleib daheim. Und da habe ich getrunken, unter anderem zum Beispiel, was ich wirklich gern habe, ist eine Dauertrinkspiel- und Werbesendung. Aber das habe ich wirklich gern getrunken und man kriegt es bei uns nicht ganz so oft. Obwohl es jetzt eh nichts so super Spezielles ist, aber ich habe es halt gern, nämlich das König Ludwig. Ein dunkles Bier aus Bayern, wie der Name schon sagt. Und das, wenn es es wo gibt, dann trinke ich da gerne mal ein Flascherl. Ein König Ludwig. Und wie gesagt, bewusst, es gibt viele bessere Biere an und alles, aber so ein dunkles, was es eher mal irgendwo gibt, und ich sehe das, bin ich da dabei. Und naja, gut, das war so, dann haben wir heim dann aufgebaut und so weiter. Und, ja, es ist alles ein bisschen improvisiert. Mehr oder weniger, aber darum haben wir einen kleinen Schnaps hergestellt von der Daniela, damit gleich mal alles beseitigt wird, was ein bisschen stört. Aber zuerst einmal ein Schluckerl vom Höfler Mich ist ein Weiz, Wahnsinn. Der ist so leibend. Aber der hat ja mehrere gemischte Salz, also muss man aufpassen. Das ist konkret der Ried Vorleiten, dass ich kein Blödsinn sage. Der Ried Vorleiten, wirklich leibend. So. Der Maber muss am Urlaub betteln. Jesus, nein. Jesus, nein, aber es war super. Maber, wenn wir es wieder mal sehen in Wien, das hat mir echt taugen. Was haben wir? Ein Flascherl nach dem anderen. Nein, Grieser Facker, kein. Ich habe ein Flascherl König Ludwig getrunken und dann noch 2 Hausbier. Ja, ist ja nichts. König Ludwig dunkel. Habe im Juni auf meiner Bayern-Tour getrunken. Weltklasse. Schau, mir schmeckt das wirklich. Trinken wir bald gemeinsam so ein Bier in München. Mege, auf das freue ich mich. Im März, pass auf, jetzt bevor ich mir einen Nuschnaps einschenke, Schluck Wasser, beilt's mir ja schon vorher. Schau, kaum trinke ein Bier, drum zwar die Wampen raus. Wahnsinn. Optisch, also in die Instagram-Model-Szene komme ich so mit der Kamera, mit dem Kamerawinkel, der Sitzposition, der Körperhaltung und der Wanten. In dieser Kombination bin ich Instagram modeltechnisch komplett im Arsch. Muss man so sagen, wie es ist. Aber ich will nicht auf Instagram eine Model-Karriere hinlegen, sondern bei der Pavlatschen eine Bella Figura machen. Das bemühe ich mich. So. Pass auf, was machen wir jetzt da? Ich weiß schon was. Aber was? Irgendwas ist mir eingefallen. Erst fix, Teufel. Im Reden ist mir das entfallen. Wenn es Messing schön glanzt, das mache ich jetzt. Ganz halt vor die Wampen. Jawohl. Die Wampen könnt ihr nicht machen, gell?
Aber zuerst einmal ein bisschen was Messingstück glanzt, uraltes Lied. Und die Fuhrleute auf der Straßen trinken auch gern einen Wein, ho, sing's an Zeugen, was sie schon, da schreien's gleich und sind gleich drei. Sing's an Zeugen, was sie schon, da schreien's gleich und sind gleich drei. Ja, wenn das Messing schön glänzt, wenn der Handliche tanzt, wenn das Adlige schreit, dann ist auf Wehen eine nimmer weit. Und vom Pfoten seit Hegel steht noch drinnen am Grom oder ja, und das eine kann ich sagen, dass noch kein Scheres nie gesehen hat. Und das eine kann ich sagen, dass noch kein Scheres nie gesehen hat. Ja, wenn das Messing schön glänzt, wenn der Handliche tanzt, wenn das Adlige schreit, dann ist auf Wehen nimmer weit. Ich weiß, ein uraltes Häusl, darin ist ein ganz kleines Bäsel. Der Wirt ist ein grätzfidöser Mandel, serviert den Wein mit seinem zittrigen Handel. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, es hätt in Wien kein Platz mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich zu Haus und dort ruf ich aus. Ich weiß ganz Wirtshaus, weit raus den Ottergring, dort sitz ich und träum ich allein. Und wenn ich dort oft eine halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein. Und wenn nicht das Wirtshaus in Ottergring, war ich längst schon kein Jungse hätte mehr. Dort sitz ich und träum ich war, ich lach, ich sing, in dem Wirtshäusl draust in Ottergring. Ich trau mich nicht ein, sitzen drüber drinnen, sind cool schwarze Männer, dann die Leute umbringen. Die haben ihn recht Friese, mein Kuh in Schrues, angeschmiert, jo. Aber den heute der Hefe, der sich da einriert, aber den heute der Hefe, der sich da einriert. Auf einmal geht die Tür auf, da kommt der Grasel eine, der schreit, ist verloren, huch's nur ja grad auf mich. Los geschwind die Tieren los und geht's dem Wirten sein Geld, jo. Weil wir holen uns von der Rechenleid oder so was uns noch fehlt, weil wir holen uns von der Rechenleid oder so was uns noch fehlt. Ich hab irgendwo im Wienerwald einen Wein entdeckt. Das ist ein Tröpfel, da muss man sie sagen. Wenn nur einer tut sein Nasel in das Glasel steckt,
der muss zuerst da sein. Und dann kann er besser. Ja, was ihr möcht's genau wissen, was das am Ende gibt. Aber regt euch nicht auf, es hat kein Zurück. Den sag ich euch voll Noblesse, von mein Hauber die Adresse. Seid ihr Salodre dort und sauft zusammen weg. Jawohl, ein kleines Mädle, ein Mädle, das war ein Mädle. Schau, Wildcat, 5 Euro vom Weil. Hippo Character Applause, whilst nodding in approval saying Giggle. Wildcat, ich danke dafür. Danke herzlichst, sehr zum Wohl. Lass mal schön meine vinophilen Nymphensittiche Sani und Mutzi schön grüßen. Gell? Bitte, danke. Na, wer belegte Stimme. Was machen wir dagegen? Wir schenken den Wein nach. Wir schenken den Wein nach. Weil dann haben wir immer noch eine belegte Stimme. Aber es ist uns wurscht. Was sagt der Franz Bartling? Klausi, was heißt von der Idee? Wir zwei fahren im Frühjahr nach Bayern, gehen die Irme besuchen, trinken ein König Ludwig am großen Ahornboden. Da gibt es das nämlich Idee. Das ging eine super Idee. Frühjahr ist halt natürlich bei mir volles Geschäft. Aber wenn das irgendwie geht, das klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Also da gehen wir mal stehen lassen. Eine gute Idee ist auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht funktioniert es. Schauen wir mal. Vielleicht würde ich mich gar nicht, dass wir es besuchen. Kann ja sein. Er sagt, na, hier, wenn einer kommt, das halte ich noch aus, weil beide auf einen Haufen. Ich weiß nicht. Könnte ich mir vorstellen. So. Ja, schau, ich wäre verarscht. Sogar der Franz, ich muss die Wampe hinter der Kontra verstecken, ja, hinter der Gitarre. Ja, das ist ein Wahnsinn. Was anstatt, dass ich liebevolle Zusprüche von euch kassiere, ein Wahnsinn. Zu wieder Lieblingslied, mega pampert Nervi. Im ständigen Aufzieher denke ich irgendwie an den Einstieg von der Rußlung. ja, es ist ja so. Ich weiß nicht warum, ich habe belegte Nasen. Wie wir mich angesteckt haben. In der U-Bahn. Na, ist eh klar. Nein, vorher nicht mehr. Was mich mal gefragt habe, ob es für Berufsmusik eine Registrierkassenpflicht gibt. Ja, Michael Unger, für alle Unternehmer gibt es eine, aber halt erst nach einer gewissen Menge an Bargeld, die man einnimmt. Und die haben wir, ich weiß nicht mehr, wie hoch die Menge ist, aber wir haben die nicht. Also voll ja vertrautelt, wenn ich jetzt beim Heurigen durchgehe, CD-Verkauf, dass ich da mit einem Zettel herumrenne, das ist ja vertrautelt. Die ganze Regierung, diese ganze Politik, lassen wir's. Klausi schenkt da ein Stamperl. Wir können nur zuschauen und warten, bis sie alles an die Wand gefahren sind. Und dann werden wir vielleicht hoffentlich eine Chance haben, zu Lebzeiten, dass vielleicht wirklich eine Regierung zustande kommt. Sowohl jetzt in Österreich wie in Deutschland. Das ist überall der gleiche Ding. Und dann vielleicht wieder aufbaut das Ganze. Wir werden sehen. Aktuell ist es so, dass die nichts anderes tun, als uns einfach nur am Leben behindern. Und das sind halt so Sachen, das hilft jetzt auch. No, die muss man schon sehen. Das muss man schon sehen auch. Da ist er. So. Ja. Jawohl. Ja. Also haben wir Politik auch erledigt. Wegen der Registrierkasse. Weil sowas vertrautelt habe ich noch nicht erlebt. Wird ich vielleicht der Hering, ich hätte gerne eine CD, der kostet 15 Euro. Ja, aber da muss ich der Leute einen Beleg geben. Oder kann ich da heute keine verkaufen, weil die Batterie hin ist von dem Arschlochkiebe da, wo da das rauszieht, den Blödsinn. Aber weißt du was, wir könnten es so machen, ich gebe einfach die CD, gib mir die 15 Euro, ich stecke sie ein und fertig, dann ruft die ganze Registrierkasse auch nichts. Alter! Naja, ist ja wurscht. Haben wir das geklärt. Ein Wahnsinn. Junge, ich glaube nicht, Körpergeld ist eine Spende, eine freie Spende. Naja, nein, mir ist das da Registrierkasse, ab einer gewissen Höhe, wie gesagt, die kriegen wir nicht zusammen. Ich hab das alles gewusst, weil wir uns ja beschäftigen müssen damit, und dann irgendwann habe ich gesagt, aha, uns betrifft es nicht, danke für die Mitarbeit und aus. Ja.
Zeit hat man nicht, die nimmt man sich, Franz Brandwein, das stimmt, ja. Weißt du, aber wir sind nicht zu zweit, ne? Und müssen wir jetzt schauen und wir müssen immer schon noch die Corona-Jahre noch ein bisschen also die Lockdown-Jahre schon ein bisschen versuchen einzukriegen, wo es geht. Zumal wir eben, wie gerade angesprochen, nicht wissen, wie lange das da noch geht mit den Hirflerton. Das weiß man ja nicht. Aber auf jeden Fall können wir das im Hinterkopf behalten. Der Basilicus Rex Klaus, Wildcat kennt sie aus. Ja. Die ganze Regierung gegen die 16er. Na, gegen alle, die sind gegen alle. Gegen alle, die irgendwas hakeln oder was weiß ich. Ist ja wurscht. Wo ich mich jetzt wirklich geärgert habe, und das wäre dann gleich die nächste Bitte für eine rote Achteln, weil es doch schon ein paar Tage jetzt auch mein Herr Papa im Spital liegt. Und es ist ein bisschen eine Herausforderung, das Ganze ja ist von der Betreuung und dergleichen. Nämlich auch für meine Frau Mama, die natürlich auch jetzt nicht keine Krankenschwester, die da in besten Jahren oder was, sondern auch schon eine betagte Dame, die fit ist für ihr Alter, gewaltig und viel drauf ist, aber halt, ja, ich kann es euch vorstellen, dass es jetzt auch schwierig ist. Und was mich daran so wahnsinnig geärgert ist, weil wir also gesagt haben, naja, wie ist das? So eine Kurzzeitpflege, nicht? Also jetzt wirklich nur, also jetzt nicht Pflegeheim, ja, sondern eine Kurzzeitpflege, dass die Mutter nicht, sich ein bisschen, wie soll ich sagen, akklimatisieren, ein bisschen entspannen kann, mehr oder weniger. Und die Antwort ist verständlich auf der einen Seite, auf der anderen ist es eigentlich ein Wahnsinn. Und gesagt, ja, das geht, gibt es schon, aber geht leider nicht, weil das ist quasi für die Leute, die niemanden haben und nichts haben und so weiter. Nicht? Verstehe ich, dass die vorgezogen werden, die halt gar niemanden daheim haben, aber nur halt die Frau ist. Einerseits, andererseits auch gut, dass man sich um die Ärmsten dieser Gesellschaft kümmert. Ich meine, früher kommen sie drauf, wenn es im hohen Alter ist. Könnte man dann vielleicht auch schon früher einsetzen, aber das, wo ich mir denke, was jetzt wirklich, wenn man genauer hinschaut, eine Sauerei ist, mein Vater hat halt eingezahlt, ne? Jahr für Jahr, Monat für Monat hat er eingezahlt in dieses Gesundheitssystem, in dieses Pensionssystem, in diese Kassen der Gesundheit, Krankenkasse, wie der ganze Scheißdreck heißt. Ich weiß nicht, und, was ist? Jetzt da geheim, Alter. Wir kümmern uns um die nichts eingezahlt haben. Real. Real, so ist es. Wie gesagt, irgendwo, verstehen wir es, wir werden das aber irgendwie schaukeln, aber trotzdem, es ist natürlich auch schon eine Zeit, wo du sagst, ich weiß nicht. Ich wünsche keinem Politiker, dass er mir über den Weg rennt. Weil ich einfach grundsätzlich gutmütig bin, wann einmal, egal welche Farbe, egal welches Gesicht, egal ob Mandel, Weiberl, binär oder sonst irgendwas Erfundenes, ich weiß es nicht. Wenn man ein Politiker über den Weg rennt, muss man wirklich mit aller Disziplin zusammenreißen, dass ich einfach anständig bleibe. Von gewalttätig will ich gar nicht reden, das mache ich eh nicht. Aber nur, dass ich anständig bleibe. Das wird hart, auf den Pegeln wird das hart wahrscheinlich. Was jetzt einmal Niederösterreich, Landtagswahl, Jägerball und Co., na bravo. Da werden wieder ein paar Granden kommen. Naja, was sollst du machen? So, das war jetzt mein kurzer Ausbruch über die Politik. Und werde mich sofort wieder musikalisch betätigen und ihr haut schon eine leibenderweise die roten Achteln und da möchte ich jetzt wirklich bitten. Für meinen Vater hat es eine, wer noch nicht getan, für den Herrn Papa, dass alles leibend ist. Der ist da schon ein paar Tage, doch schon, ich glaube über Wochen schon im Spital liegt, dass da ein bisschen was weitergeht, dass das rennt. Dankeschön für diese Achteln und ich glaube, das war jetzt einmal von dem her einmal jetzt die letzte Achtelaufforderung. Nicht, dass wir da inflationär werden mit den Achteln, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. So, Schluckerl, danke Daniela, auf dich und natürlich auf euch alle. Dankeschön für die roten Achteln. Und dass ihr meinen Ergüssen lauschet. Ich weiß manchen, aber auf der anderen Seite, ich denke mir immer, wenn man nichts sagt, aber wenn jeder immer nur heile Welt macht und nichts sagt und nur daheim ärgert man sich oder unter der Hand, ist ja auch nicht richtig, oder? Und ich glaube, dass die Politik wirklich im Orgen, wirklich im Orgen ist. Das ist ja auch keine Offenbarung mehr. Nicht? Also das sollte jetzt auch schon wirklich der letzte Volltrottel mitgekriegt haben, dass da irgendwas nicht rennt.
Irgendwas rennt da nicht und ich glaube, ja, man muss ansprechen, man muss auch die Politiker darauf ansprechen. Wenn man einmal zubekommt, aber die geben sich ja mit dem Pöbel nicht mehr an. Die sind so abgehoben, die sind beschäftigt damit, ihre erhöhten Gehälter entsprechend an den Mann zu bringen, was sie eh nicht tun, weil sie ja alles andere ausnutzen, was ihnen geschenkt und bevorteilt wird und so weiter. So, für die nächste Qualität Online-Umfrage gemacht. Erster Platz 64%, letzter Platz 46%. Was? Du? Was Ackerl? Ich habe jetzt für die niederste Qualität Online-Umfrage gemacht. Erster Platz 64, letzter 46. Was heißt erster 64, letzter? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Christoph Acker, ich verstehe es nicht. 64% ÖVP kann aber nicht sein. Aber 46 letzter Platz? Was meinst du? Das musst du mir ausdeutschen. Bitte interpretiere diese Umfrage so, dass sie vorteilhaft ist für wen auch immer. Mir ist einmal der Mückstein am Heldenplatz über den Weg gerannt. Der hat sich auch lokale Ausdrücke anhören können. Jawohl, bravo, Franz Bratwein. Bravo, Franz Bratwein. Aber zuerst, nein, mache ich jetzt da. Wo habe ich es gesehen? Gundula Braun. Spiel doch mal das silberne Kandel. Na klar. Schau, der Uli Slonik hat auch noch Achtel rein. Für den Herrn Papa. Für den Papa von Klausi, die hätte ich, jawohl. Sehr gut. Ich danke schön. In ein ganz kleinen Gassel am Lichtendaler Grund, da war's Wirtshaus zum silbernen Kandel. Die Wirtin und das Techtel waren geschmackig und rund, der Wirt war ein Kreuz für das Mandel. Die Stammgäste sind gesessen, glückselig beim Tisch, weil nirgends das Wendel so gut war und frisch. Und das Essen war billig und gut, wie es der Werner heut gern haben tut. Wer einmal nur dort war, der war auf jeden Fall gleich Stammgast im Kandel in Lichtental. Du liebes altes Haus, schaust mich so freundlich an und sagst, komm her zu mir, schaff dir ein Glas an, bist einmal bei mir drin, kommst sicher alle Tag, weil ich ein Wirtshaus bin, so nach dem alten Schlag. Heute ist silberne Kandel ein großes Restaurant mit Spiegeln und aufputzte Tafeln. Und drinnen da sitzen die noblichen Leute und essen mit silbernen Gaben. Und die Leute, die sind gespreizt und es wird einem nicht klar, dass das einmal so ein liebes Wirtshäusl war, wo's Glück aus die Fenster hat gelacht. In der Früh und zum Mittag und auf der Nacht. Ja, da denk ich zurück an die wunderschönen Jahre, wie die silberne Kandel noch kleiner war. Du liebes altes Haus, schaust du mich so freundlich an und sagst, komm her zu mir, schaff dir ein Glas an, bist einmal bei mir drin, kommst sicher alle Tag, weil ich ein Wirtshaus bin, so nach dem alten Schlag. Jawohl, ich war ein Frosch im Hals heute erst. Was ist denn da los? Die Mäge, sag einmal Mäge, was ist denn mit den Sand beschäftigt mit Beilbildern? Was ist denn mit dir los? Du bist eine Dame, eine Noble. Heute wirst du nach 3 Tagen rausgeschickt im Krankenhaus. Das ist leider mittlerweile, ja, das ist absolut. Du, mir der eine Pfleger hat mir gesagt, das ist ein Wahnsinn, wir haben keine Medikamente und nichts. Ne? Er hat gesagt, uns rennen die Leute davon, nicht weil es unterbezahlt sind, das auch,
sondern weil sie einfach nicht mehr mitmachen bei den Plätzen. Die halten das selber nicht mehr aus teilweise. War jetzt seine Aussage, ja. Was da teilweise also wie man da sagt, Vorgaben kommen oder sonst was und was für Zustände herrschen. Aber ja, das ist ja alles Fake News. Jawohl. Schau, Raffi, ich wünsche deinem Vater alles Gute der Welt. Tag schön. Er wird schon werden. Was sagt der Ackerl? So eine Art Wahlkabine, welche Partei meine Interessen vertritt. Ergebnis von 64 bis 66, also 6 Parteien, die bei der Umfrage mitgemacht haben, innerhalb von 18%. Was soll man da wählen? Ja, Ackerl, ich kann ja nicht sagen, was du hören sollst. Ne? Das kann ich nicht machen, natürlich. Aber ich sag mal so, ich weiß auf jeden Fall, wen ich alle nicht wählen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Unglaublich. Aber wir wissen jetzt in Niederösterreich, Muttersprache Niederösterreichisch. Das ist das Wahlprogramm der ÖVP. Nein, die heißt ja gar nicht ÖVP. Die heißt in Niederösterreich gar nicht ÖVP mehr. Die heißt jetzt VPNÖ, glaube ich. Die wollen nicht einmal antreten mit dem Namen ÖVP. Ja, das ist ein Wahnsinn. Wird immer peinlicher. Das ist ja immer peinlicher. Prost, Prost, Klausi, trink einen Schluck. Und schon geht es mir besser. Wasser, ich muss auch Wasser trinken. Es gibt Verhinderungspflege. Ja, Gundula, bei uns. Nein, in Österreich gibt es nicht. Ja, theoretisch gibt es aber das ist derzeit alles gesperrt, mehr oder weniger. Bei uns. Bei uns dann es nur mehr schön färben alles, aber im Prinzip, muss man leider wirklich sagen, ist vieles im Argen. Ist auch so. Aber es wird wieder bessere Zeiten werden. Jetzt müssen wir halt noch ein bisschen in Crash, den müssen wir uns jetzt halt noch reinziehen, weil anders wird es nicht rein. Und dann auf den Jägerball ruhig beim Ja. Nein, ich meine, ich sag's jetzt nur so in der Ding, nicht? Ich bin ja kein Terrorist. Aber wenn du es halt dann siehst, dann denkst du, ja genau. Jetzt, das ist halt das. Aber halt schon. Es sind ja nicht nur Politiker dort. Es sind ja andere Verbrecher auch dort. Aber nicht die Jäger. Die Jäger halte ich nicht für Verbrecher. Grundsätzlich. Also der Jägerei. Nein, auf Jägerball freue ich mich schon wieder, weil, wie gesagt, erstens 3 Jahre her und dann spielt das wirklich schon lang. Und natürlich ist es so, dass unterm Strich, du kennst ja dann schon einige Leute und das ist einfach, das ist schon ein schönes Erlebnis. Ist wirklich ein schönes Erlebnis, anstrengend, aber leibend. Und genauso natürlich Philharmonikerball, Offiziersball, das sind einfach leibende Sachen. Und natürlich hast du da die Prominenz auch mit dabei und auch natürlich Politik. Aber die gehen nicht so viel rum. Die sitzen nicht auf den Tisch, wo sie eingeladen werden. Da reden sie sich nicht viel weg. Das passt dann nicht. Aber zum Beispiel, das war schon leibend, was war das beim Philharmonikerball, du spielst gemütlich, aber deine Wiener Lieder, auf einmal steht wie heißt nicht der Pavarotti, der andere, geh her, jetzt bin ich jetzt deppert. Wie heißt die drei? Der Luciano Pavarotti, dann der José Carreras und der dritte, der Brasilianer, nicht? Portugies-Brasilianer. Da bin ich deppert. Geh, wie heißt das? Helft's mir. Helft's mir. Wie heißt der? Siehst du, was ärgert mich dann? Wie heißt das? Der Luciano Pavarotti, José Carreras und der Pavarotti. Na, erst, sag einmal, wie heißt der denn? Wie heißt der dritte von die Tenöre, wie das damals war? Was sagt der Dieter? Das ist ja das wahre Drama der Politik. In der Demokratie sollte man die Besten wählen, in der Praxis muss man überlegen, wer das geringste Übel ist. Ja, das Problem ist, Dieter, es gibt kein geringstes Übel. Das sind alle schlecht. Alle schlecht für uns, alle schlecht für die Zukunft, alle schlecht für alles. Für alles. Es ist vollkommen wurscht. Plácido Domingo. Franz Ehm war der Erste, Georg Scheurer, Plácido Domingo. Ich danke euch schön. Ja, das ist ein Wahnsinn. Wir spielen gemütlich dahin, nicht? Auf einmal steht da der Plácido Domingo vor dir, nicht? Und tut so und nickt, applaudiert ein bisschen.
Aber also das ist schon laut, das Philharmonikerball. Also da ist das wirklich ein Künstlerball. Da rennen viele so herum. So wahre Stars und dann viele aus der Opernszene, die kenne ich alle nicht. Ne? Oder viele nicht. Aber es sind schon Größen dort herumgefahren. Aber wie gesagt, da kommt auf einmal wirklich so ganz gemütlich. Nicht in der Entourage, sondern da ist er durchgegangen. Nicht? Und bald Leihwand, so Ball. Ne? Gehen wir, wahrscheinlich war er am Weg, wollte sie Würsteln holen, kleiner Imbiss, vorbeikommen beim Heirigen und gesagt, ja, schau, Musi. Leihwand, die gefallen mir, super, Applaus, danke. Und sie 2-3 Lieder angehört und ist weitergegangen. Das war echt, also das hat mir gefallen. Das hat mir echt gefallen. Ja. Ja, hat einen Eierwhisky, hätte ich auch, wenn wir schon vorbei sind mit dem Politthema, aber Eierwhisky ist nie ein Fehler. Ist nie ein Fehler. Prominenz und Promilenz, jawohl. Freunde, was, ich muss kurz weg, ein wenig weg, beziehungsweise auf einem anderen Gerät bei einem Treffen von Organisten in England sei. Komme ich später wieder, Maggie, wir warten auf die. Der Ichlitschi Bubbles. Ichlitschi Bubbles. So, dass ich es zusammenbringe. Servus. Domingo, jawohl. Siehst du die Tanne? Michael Unger. Schauen wir mal, wer da mitsingt. Naja, der Vorteil ist natürlich jetzt mit der heurigen Musik, du bist dort und da kommen die gemütlichen Leute. Gibt schon auch Politiker, die gemütlich sind, nicht? Aber wie gesagt, letzter Zeit ist nicht so leibend. Ja, der Ackerl, du warst der Hilf gewesen, Tanzer Fendrich Ambros. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn! Ich glitsche diese Babel, sagt er. Ja, das kommen und hat geschaut, ob irgendwo ein Tier gekühlt wird. Danke, Harry Schneller Fonte. Dennoch kriegst du natürlich selbstverständlich deine Entree-Videolistik. Eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Hast du gesehen, was da los ist? Bist du gescheit. Komplett aus den Fugen geraten. Wahnsinn. Jawohl. So, na gut. Weitergespielt wird. Weißt du was, ich habe mir da, pass auf, immer ausgelegt, gerade vorher. Ich habe so geschaut, ein bisschen. Weißt du was? Ich spiele jetzt ein Lied vor, ich kann ich noch nicht. Also, von den Noten werde ich schon zusammenbringen. Ich spiele ein Lied vor vom Hodener Chorl. Eine Weltnummer. Uns fehlt ein kleines Gattel. So heißt es. Und es sind Text, ne? Muss ich schon. Es sind S-Dur. Muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Wahrscheinlich wäre eher ein Blödsinn auch zusammenspielen, aber es macht nichts. Aber ich mache das sozusagen als kleine Abstimmung jetzt da. Und ihr müsst nachher so lieb sein und schreibt mir eine, ob wir das ins Repertoire aufnehmen müssen. So hin. Ja, weil dann haben wir ein bisschen einen Druck. Wenn sie sagt ja, dann müssen wir uns das einlernen. Und wenn sie sagt nein, wahrscheinlich lernen wir uns ein, aber spielen es halt dann nicht so oft in der Pavlatschen. Nein, aber ich glaube, es wird euch gefallen. Die meisten werden es kennen, aber uns fällt ein kleines Gattel, Karl Hodener, Text und Musik. Echt lässig, finde ich halt. Dass durch die Wiener Stadt heute alles rasen tut, das ist längst bekannt an jedem kleinsten Ort. Und die vielbesungene alte Wiener Gemütlichkeit singt man heute nimmer unter die Leid. Fragst an alten Wiener im Versorgungsheim, was für diesen Zustand wohl der Grund kennt sein. Schaut er lang die an, nickt er freundlich zu und sagt, der Grund dafür ist einer nur. Uns fehlt ein kleines Gattel, trost im Liebertstal, schöne Blumen drin, dazu ein Hähnerstall. Dort, wo früher die alten Häuser gestanden sind, dort schauen uns heute überall Fabriken an. Uns fehlt ein Herz, das füreinander schlagen tut, wenn einer alt ist, dass man nicht verjagen tut, dass nicht nervös werden beim lauten Kindergeschrei,
dann wird's in Wien erst wieder gemütlich sein. Uns fällt ein Herz, das füreinander schlagen tut, wenn einer alt ist, dass man nicht verjagen tut, dass nicht nervös werden beim lauten Kindergeschrei, dann wird's in Wien erst wieder gemütlich sein. Jawohl. Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das? Und ich meine, ihr habt sicher mitgekriegt, was für eine unglaubliche Aktualität dieser Text hat. Und ich meine, da im Verlag, im Rubato, Musikverlag Rubato, ist aufgenommen worden 1974. 1974 ist das Lied geschrieben worden und ich glaube, die Aktualität auf heute ist noch ja, wahrscheinlich mehr als damals. Aber die Achteln von einem von euch, das ist einmal sehr leibend. Ein Eierlikör mit Whisky gemacht. Schmeckt sogar manchmal. Ja, jetzt. Du, hat Volumensprozent, bin ich dabei. Da, schau mal die Achteln von einer. Ist das schön, sagt die Hette. Achteln, Landtagsstrom, alles lang nicht wäre wichtig. Unbedingt das Programm aufnehmen, lieber Grüße Georg. Freilich auswendig lernen, ne? Das lerne ich gern. Sehr schön, sagt der Uli Slonik. Das ist schön und aktuell. Gell, Werner wichtig, das ist unglaublich. 1974 ins Verlagsprogramm aufgenommen worden. Wunderbar, bei meiner Treue. Ich glitsche diese Bubbles. Jawohl. Passt super ins Programm. Danke, Chef Franz M. Sehr schön, sagt Musikraum. Macht und Geld verändert den Charakter bei den meisten Leuten. Bei mir nicht. Aber glaube ich nicht. Ich habe noch weder Macht noch Geld gehabt bis jetzt, aber ich glaube, ich tät an sich nicht weniger trinken deswegen. Eher mehr. Naja. Schauen wir mal, warten wir mal, bis es soweit ist, dass ich Macht und Geld habe. Placido Domingo. Jetzt kommen die Gondola Braume. Schaust du hinten nach? Gondola, schaust du? Das ist ja schon fast Stunden gewesen, das Ding. Aber danke dir schön. Placido Domingo. Cooler Typ. Absolut cooler Typ. So, also das heißt, das Lied wollen wir aufnehmen. Alexander Hauser meint auch. Ins Programm aufnehmen. Ich finde auch. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie aktuell das ist. Die haben damals schon die 70er Jahre haben schon gesagt, die Werner, die sind nicht mehr so wie früher. Die sind nicht mehr so gemütlich wie früher. Unglaublich. Aber scheinbar müssen es schon noch immer halt anders gewesen sein, lang, weil man sich halt dann immer gedacht hat. Und das sind halt die Werner. Ja, ist es so. So. Dann habe ich noch eins rausgelegt. Noch ein Lied. Das haben wir schon ein paar Mal da gespielt. Und ich habe mir gedacht, das habe ich links gesehen, aber die Meg ist wieder da. Ich habe gerade festgestellt, bin 65% da beim Klausi, nur 25% bei den Organisten. Momentan spielen die da nichts. Das passt. Musik, was spielt sie eigentlich für den Bayerischen Rundfunk? Weiß ich nicht. Ich glaube 5 Lieder. 5 oder 8? Nein, 5. Ich weiß ja nicht. Das da wir erst ausbequatschen. Wir haben nur die Eckdaten fixiert, das ist im Jänner und ich schätze mal jetzt irgendwann im Februar werden wir uns einmal zusammenreden nochmal und dann, wie gesagt, dann ist eine Woche lang, sind dann Proben und Aufnahmen, keine Ahnung, wie das genau rennt. Aber ich bilde mir 5 Lieder, haben sie gesagt, dass wir brauchen. Und wir haben so einen Schrebergarten genommen, Franz M. Ja,
bringe ich zusammen. Den bringe ich zusammen. Den bringe ich zusammen. Warte, muss ich wieder. Da war ein kleines Salettel und da ein Blumenbeetel und da hast zum ersten Mal die Masen gelockt. Da war ein Fliederstammerl und da ein Kirschenbaumerl. Durch die letzten Kirschen haben dann schon die anderen berockt. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Bahn. Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf die Gartengasse schaue, schaut alles grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen fallen, den blauen Himmel sehen, aus dem Erde ich keine Chance. Die Baum ums Angelesen, noch wer wird den Himmel zahlen? Drum warte ich immer auf den Sommer, nein, nicht im Traum. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Baum. Jetzt stehen auf der Plantagen bei 21 Etagen. Die Masen und die Amseln sind zum Friedhof geflogen. Dort sitzen sie in die Bäume und ich tät nix versammelt. Es war ganz gut, war ich nur gleich mit ihnen so. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Bäumen. Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf die Gassen schau, schaut alles grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen fallen, den blauen Himmel sehen, aus dem Erde ich keine Chance. Die Baum ums Auge ist doch, wer wird den Himmel zahlen? Drum warte ich nimmer auf den Sommer, nein, nicht im Traum. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Baum. Franz hat gesagt, wir haben's meinen Schrebergarten genommen. Blaffido. Ja genau, der Englisch diese Paul. Das war ein Wörten. Wird Blaffido. Blaffido Domingo. Blaffido Domingo. Und für Herr Rüben Weingarten ein bisschen Berg. Ja, ja, mach ich dann auch noch. Die Bocht nicht zahlt. Der Schrebergarten erfunden in Berlin von Herrn Schreber. Was man alles in einem Hop-on-Bus lernen kann. Ja. Genial. Schon die Achtel vorne leibend. So, aber jetzt möchte ich gern einfach das vorspielen, weil ich es gern spielen tät. Wir haben es schon ein paar Mal gehabt. Von Walter Häuser, das Liedl, die alte Hitten. Und ich muss jetzt aber nur schauen, wie ich das da in D-Dur stehe. Und ich glaube, im D-Dur haben wir das mein Laptop nicht gespielt. Muss ich noch schauen, ob ich muss ich das Ding. Ja, ganz schön destruktiv. Ja, das war die Zeit, habe ich schnell davon. Das war die Zeit, haben es viel so geschrieben, ich schreibe heute auch noch, aber. Und das war in dem einen Film, der echte Wiener geht nicht unter, da, wo es dann irgendwann einen Film gegeben hat, nicht? So den quasi eine Fortsetzung, wo es dann die Wohnung da in dem Gemeindebau gehabt haben, oder in dem Haus. Und da sitzt er auf der Loggia, nicht? Von der Wohnung. Und da rennt ihm mit der Kassetten noch gespielt, nicht? Vom Hodiner in Schrebergarten. Und er warnt, haut sich das Bier in das angesoffen. Ja, also es ist destruktiv. Sozusagen. Aber ja, haben sie halt nur in Schrebergarten. So. Pass auf, und jetzt muss ich aber da schauen. Vielleicht passt es
Ich probier's einfach. Ein ganz alte Hütten, verdeckt von der Sonne, abpflasterte Gassen, da bin ich geboren. Im Hinterhof da steht verlassener Bahn, nicht ein Fleckerl, ein grünes, nur Steine und Lahn. Dort haben wir als kleines Kind gelebt und dort war ich daheim. Ein finsterer Hausflur und düster die Gang. Ein Meter, das prägelt schon von der Wind. Am Gang die Basena, das Klosett glätt daneben. Ein kleines Zimmer, ein Strohsack, da sind wir Kinder klein. Und dass wir damals glücklich waren, kann kein Mensch heute verstehen. Zu der alten Hütten zieht's mich manchmal hin. Da weiß ich heut, dass ich ein Fremder dort bin. Ich denk zurück Jahrzehnte und da wird mir klar, dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Die alte Hitten. Walter Häuser, gut beim Solig. Aber ich finde echt eine schöne Nummer. Die ist jetzt nicht so alt. So wie da nicht steht, die ist nicht so alt. Die ist, glaube ich, aus den 90er Jahren. 80er Jahren vielleicht noch, aber eher 90er Jahre, glaube ich sogar. Jawohl. Gut, ein Nuschnapp schon auf. Ja, wirklich wahr. Das ist ein Wahnsinn. Aber es ist blöd, wenn du live spielst und alle schauen auf die stehst du auf. Aber ich glaube, das sind eher die Bier für heute. Die Mega Geekstag, ein Weltlieblingslied, jawohl. Ob Klaus noch ein paar neue Lieder spielt? Auf jeden Fall top, nochmal sofort. Naja, warte mal, bevor ich viel versprich, gell? Schau, das Landig hat auch eine Achtel. Achteln gefällt ihm. Naja, mit neuen Liedern, es ist halt so. Im Prinzip von den Noten, wenn du ein Lied kennst, halbwegs, dann kann man alles spielen, nicht? Aber ich sage einmal, es sollte ja was sein, was einem wirklich taugt. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag. Die alte Hitten hat das Lied gut interpretiert. Ich danke dir vielmals. Ich weiß, wie es gemeint ist. Busse aufs Bauche. Und jetzt gescheißen. War ein Scherz natürlich. Ja, sag einmal, Klaus, wird meine Mama wieder sagen. Du bist immer so vulgär in der Sendung. Ja, wenn so goschert sind. Der Sohn von Walter Häuser singt auch noch. Ja, freilich. Tommy Häuser ist noch voll in der Blier. Ja, und mittlerweile ist die Tochter auch schon, die Konstanze auch schon. Also, die Tochter ist jetzt das Enkel, sogar vom Tommy, weil der Tommy hat ja auch schon Enkel. Ich glaube, das ist sogar das Enkel für ihn. Heißt nicht, dass ich am Plätzchen rede. Aber auf jeden Fall, nein, der Tommy Häuser immer noch voll dabei. Voll dabei, so, ne, schauen wir mal. Da habe ich jetzt, glaube ich, nichts, was irgendwie. Da wird jetzt nichts Spannendes. Bin ich überzeugt. Aber ich schaue mir ins Mappa rein. Aber da. Oh, warte mal. Oh ja, das könnte ich. Die Vorkarten nach Wien. Lotterstöp. Aber das ist halt, das ist wieder ein Lied, das ist eigentlich eine wunderschöne Nummer. Aber jetzt gerade haben wir ja sehr viele deutsche Paplacisti, zum Beispiel auch Schweizer. Abgesehen natürlich von Helsinki und Co. Aber es ist natürlich auch so, dass dann manchmal für mich ein bisschen fast zu
zu patriotisch sein, jetzt in dem Fall, weil das ist ja so. Das ist wirklich eine schöne Nummer, ich spiele es euch dann auch. Und das heißt, das Schönste im Ausland ist die Vorkarten nach Wien. Und das muss ich ehrlich sagen, ich meine, ist schon hart. Ist schon eine harte Formulierung, muss ich echt sagen. Aber trotzdem, Nummer ist leid. Schau, Alexander Küpferling. Jawohl, servus. Die Konto auf die Seiten, die Wanden nach vorn. Ja, es ist ja so. Tochter, Enkel von Walter Häuser. Ja, ist es der Franz eben, was das? Die Konstanzia, gell? Ja, die ist da auch schon echt leibend dabei. Das gehen wir schon alles. Ich muss das einmal aussortieren, das gehen wir schon alle. Aber ich mache einen Plumpser, könnt ihr auch spielen. Haben wir zwar schon mal gespielt, aber könnt ihr spielen. Im heurigen Marsch beim Tauschschlag kann ich schwer ohne Harmonika, da bin ich nur Begleitung. Zwischen Otringen und Lerchenfeld. Das könnt ihr wieder spielen. Das könnt ihr jetzt mal wieder spielen. Da schauen wir, haben so einen Schrebergarten und die plagen mich und da habe ich stehen. Da habe ich stehen, hätte ich nicht noch. Nein. Und die plagen mich. Na geh. Ist denn das notwendig? Was haben wir da? Das kennen wir schon. Haben wir schon gespielt. Ich muss das wirklich ordnen. Das ist nämlich so ein Mappel mit Lieder, die ich lernen sollte und die habe ich aber schon alle schon. Jetzt muss ich die mal neu rein. Jetzt muss ich mit Patrick zusammensetzen. Ja, vielleicht wird es einmal was mit Patrick wieder, nicht? Dass wir wieder zusammensitzen können. Hoffen wir es halt. Ja, schaut da was aus. Schaut aus. Dann habe ich noch die andere Mappe mit den Plusschrammen. Aber ich und der Mond kann ich noch nicht. Spielen wir. Jawohl. Das ist sicher ein Lieblingslied von der Maggie. Maggie, sicher Lieblingslied. Es ist so hoch, das schon kann ich sicher nicht singen. Wurscht. Das kann ich auch nicht mehr. Yeah. Du, aber da weiß ich ausbeute. Was haben wir da? Was für ein schönes Lied. So geht es mir ähnlich. Schau die Gundula. Gell? Man muss sich halt trauen, manchmal schöne Lieder spielen. Aber pass auf, fangen wir mit Ich und der Mond, weil da wäre ich kolossal scheitern. Das möchte ich blöd zum Singen. Ich und der Mond. Sehr hoch ist es. Sehr hoch. Das in A. Spiele ich aber nicht in A. Nein, sicher nicht. Ich spiele es in F. A, G, in G vielleicht. Nein, F. Viel zu hoch. Sicher bei den Noten. Da kann ich nicht einmal. Wisst ihr, das. Nein. Aber in F ist wieder so tief sein, oder? Es wird jetzt ein kolossales Scheitern. Ich wünsche euch viel Glück. Noch was? Nein, ein bisschen F. Ich probiere es in F, aber. Meine Nachbars Leute sagen, es war mit mir nicht so dran. Es tut dann um den Menschen leid, wie er lumpt und wie er Draht. Kommt vor 3 gar niemals zu Haus, streckt sich dann bis 12 aus. Nachher sitzt er im Café, trinkt 10 Glaseln rum mit Tee. Die Leute haben recht, das ist es so, ich bin ein rarer Comilfo. Doch Geduld, aber ich finde den Text gut, Comilfo. Doch ich bitte, haben's nur Geduld, der Mond da drum ist schuld. Ich und der Mond traten miteinander, Jahr aus, Jahr ein. So muss ja so sein. Ich geb nicht noch, er gibt nicht noch. Gerade der Tag, so gehen wir nicht noch. Sollen wir noch eine probieren? Ui, warte mal. Komm ich aus dem Wirtshaus raus, geh so mit mein Schamama zu Haus. Der da ist mein Lebenszweck, wart der Vollmond schon ums Eck. Servus, sagt der voller Gefühl, ich schrei auf, auch so viel. Hörst du, sagt der bist der Lump,
dabei schaut er selber grump. Du, warte, jetzt muss ich schauen, wie das geht. Warte mal, da muss ich da anfangen. Ja, ist schon da. Du verdeppst der 20er Lab, sag ich drauf, mach mich nicht hab, und so streit mir her und hin, bis ich am Haus da bin. Jetzt habe ich wieder zumindest richtig aufgehört. Ich und der Mond dran miteinander, Jahr aus, Jahr ein. So muss ja so sein. Ich gib nicht noch, er gibt nicht noch. Gerade der Tag, so geben wir nicht noch. Jawohl. Ich glaube, das habe ich, weiß ich nicht, das letzte Mal einmal da so versucht zu spielen. Vor Corona, glaube ich. Musik Ferdinand Leicht. Opus 240. Text Alexander von Pizzo. Pizzo. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Tut mir leid. Auch im Musikverlag Rudolf Kropitschek, das ist bei der Vorweltmusik. Das ist ein älteres Lied. Das ist ein älteres Lied. Was sagt ihr dazu? Ich meine, habe ich natürlich, wie ich angekündigt habe, mörderisch versagt bei der Nummer. Es war fast vorhersehbar, weil warum spielt man was man nicht kann? Aber wir sind ja unter uns, man muss das so singen. Jawohl, freu mich da den Mann, ja genau. Schon wieder Lieblingslied, Maggie Pepper, ich wusste, es gefällt, das ist deins. Ich steige jetzt von Bier auf den Wein um. Frage, Grüner mit Lina, Sandgrube 13 oder Köln Muscatel aus der Südsteiermark? Na du, Franz Brandwein, Südsteiermark. Auf jeden Fall gelben Muscateller. Südsteiermark, weil selbst ich habe in diesem wunderbaren gemischten Satz einen gelben Muscateller drinnen. Ja, jawohl, der Höfler Michi, na, dass ich das auch zusammenbringe. Einmalig. Also auch eine. Der Georg Scheurer sagt Gefahr. Jetzt weißt du wieder nicht. Ich den Muscateller nehmen. Christoph Acker sagt auch Muscateller. Bravo. Gunnar sagt bravo, jawohl, danke schön. Rudi Korbes hat die 8 Leine. Was sagt der Uli Slonek? Gerade einen Platinriesling Kampter vom Jurcic gefunden und natürlich geöffnet. Na klar, Jurcic Weltklasse Weingut. Und natürlich Platinriesling aus dem Kamptal. Ist was Gutes, pass auf. Da schenke ich mir ein, Uli, und wir dann virtuell ausstessen jetzt. Da schenke ich mir ein Glaserl. Ikliciti Siparis. Gelb passt farblich. Franz Brandwein. Wenn du einen dritten daheim hast, machst du halt einen gemischten Satz. Das wäre dann ein Cuvée. Bitte, wenn mir würde schon, also bei Wein wollen wir jetzt da wirklich keine falsche Aussagen treffen, Fake News verbreiten. Wenn es es nachher vermischt, ist es ein Cuvée. Ja, bitte. Ja. Einer nach dem anderen sagt der herrischen Elefanti auch hilfreich. Sandgrube 13, Alexander Hauser. Ja, dann der Muscateller. Bravo, der Franz Brandwein hucht auf mich. Siehst du das? Da denkt er sich wahrscheinlich, ich schätze alle Pavlacisti, aber beim Wein vertraue ich dann da lieber in Glase. Wobei in Scheurer kann man eigentlich auch vertrauen. Nein, Sandgrube 13 ist ja absolut kein schlechter Wein. Gibt es heute fast gar nicht mehr sowas. Ich bleibe beim Welschrichtling vom Dr. Höfler, Werner Wichtig. Weltklasse. Werner Wichtig. Kommst du einmal wieder zum Taschler, respektive vielleicht einmal zum Höfler. Wir sind sicher wieder in kleinem Open Air beim Höfler dabei. Ja, Gemischesatz ist besser, Sandgrube ist nicht mein Fall. Ja. Also die Sandgrube 13 kann man trinken, ist aber ich tät auch jetzt nicht unbedingt dieses ersten. Also wenn nicht gerade, sagen wir mal, der Konkurrenzwein, der weiße Musketier von Billa ist, wie diese Sandgrube an. Wobei, wie gesagt, das ist jetzt also absolut trinkbar. Ist nicht so, dass du sagst, pfui Teufel, den kann man nicht trinken. Das ist es wirklich nicht.
Hauptsache es schmeckt. Ja, und jetzt Uli Slonek, nicht dass ich vergiss. Wir stoßen an, mit Uli Slonek stoßen wir jetzt alle an. Ich mit meinem gemischten Satz vom Höfler Michi, vom Weingut Ausblick Wien, der Uli Slonek mit einem Riesling, Platin-Riesling, aus dem Kamtal vom Jurcic. Und ja, auf das trinken wir mal, weil so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Prost, meine lieben Pavlacisti, Sweets Leben. Wild, der ist wild. Der ist wirklich wild. Das ist die paar Notenpult da. Weit darf es nicht fahr sein. Beim Bussaler Tipp sein. Bis es nicht, tut es später mit Leid. Das spiele ich gern, das mache ich gern. Weil das spiele ich gern, die Nummer. Das wisst ihr eh. Hackerl, das mache ich dann auch. Los auf die Pavlacisti, jawohl, alles lang nicht. So, und jetzt spiele ich aber die Vorkarte nach Wien und möchte jetzt schon sagen, es ist ein Lied. Inhaltlich würde ich mich nicht ganz 1000%ig damit identifizieren und nicht, dass alle Nicht-Wiener oder gar Nicht-Österreicher nicht das glaubt, das ist jetzt gegen euch. Obwohl das Lied das ausdrücken könnte. Aber ich meine es ganz liebevoll, weil es eine schöne Nummer ist. Bier auf Wein, das lasse ich sein. Wer auf Bier, das rate ich dir. Ich glitsche diese Bubble, das stimmt ja nicht. Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das darf auch sein. So gehört der Reim eigentlich. In Wahrheit. Jawohl, der ganze Post alleine. So. Ich weiß gar nicht, wie der pfeifen so überhaupt nicht. Dann fängt schon an. Weiß ich gar nicht, wie das da geht. Da stimmt ja was nicht schon. Da stimmt schon was am Anfang nicht. Das Schönste im Ausland ist eine Vorkarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich einfährt. Ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann schön sein, nur daheim ist halt daheim. Dort kenn ich ja jedes Gassel, jeden Stein und jeden Baum. Da sag ich halt immer, egal wo ich bin. Das Schönste im Ausland ist eine Vorkarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist eine Vorkarten nach Wien. Oft ergibt es sich im Leben, dass du fort musst von zu Haus. Dann stehst du in einem fremden Land, kennst dich nicht aus. Heimlich schleichst du dich zum Bahnhof, schaust mit Sehnsucht auf das Gleis. Und eine Melodie klingt in dir leis. Das Schönste im Ausland ist eine Vorkarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich einfährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann schön sein, doch daheim ist halt daheim. Dort kenn ich ja jedes Gassel, jeden Stein, jeden Baum. Drum sag ich halt immer, egal wo ich bin,
Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Jawohl. Das war eine schöne Nummer, gell? Also von der Melodie her ist es wirklich eine schöne Nummer. Jetzt bin ich gespannt, was ist. Na gut, die Achteln von einer, das finde ich schon mal leibend. Die Achteln von einer, ich danke euch schön. Was ist denn da? Geht es sicher nicht um besser, schlechter, sondern schmeckt nicht. Ja, Georg Scheurer, immer. Weißt du. Aber natürlich, wenn ich weiß, wenn ich mit Georg Scheurer irgendwo bei einem Herrigen gesessen bin, also wir haben da wirklich oft härteste Teststrecken vollzogen und sind immer zu einem herausragenden Ergebnis gekommen. Ja, ich könnte ein Politiker werden, das ist ein Wahnsinn, das ist echt ein Wahnsinn. So, was haben wir da? Die Achteln von eine. Sonst Klasse Welt, das ist seit zig Jahren mein Leiblied, wirklich. Vor allem zum Beispiel Walter Geidos, sagen es immer, wenn ich in Wien ankam. Wirklich wahr? Ja, mega, ist ja Wahnsinn. Na schau. Ja, für die. Jubel, sagt der Ackerl. Der Ackerl jubelt. Alexander Küpferling hat die Achtleine. Klasse. Lauter leibende Lieder heute. Wäre wichtig, Dankeschön. Ich finde es wunderbar, dass du heute so viele seltene Nummern von Bladl spielst. Ich habe mir gedacht, weil danke Uli Slonek, ich habe mir gedacht, weil ich die Wampen herzag. Nein, das ist Wahnsinn. Wenn man sich selber sieht, wie man für sich selber grausen kann, muss man sich anders hinsetzen. So. Dann geht's. Naja, sehr wurscht. Nee. So. Na, es ist ja so, weil ich mir gedacht habe, ja, wieder Solo-Pavlatschen, ich kann halt die Lieder, theoretisch geht ja nicht alle Lieder spielen, was wir gemeinsam auch spielen, aber das eine oder andere ist halt besser geeignet oder weniger. Da haben wir gedacht, na, wir probieren da. Wir können weitermachen. In dem Sinne, wir können weitermachen. Es gibt noch genug Noten. Nur das waren jetzt auch die, was da von meiner Mappen da sind, die haben wir jetzt erledigt. Die haben wir abgehakt. Aber genug Noten da. Genug Noten. Ich meine, ich sollte das Lied halt kennen. Grundsätzlich. Ne? Jetzt so, also Stegreif ein Lied, das man nicht kennt von Noten spielen, das kann ich eigentlich nicht wirklich. Das muss eine ganz simple Nummer sein, aber dann, nicht einmal dann gescheit. Habe auf eine Aufnahme von einem alten Klavier gemacht, ist auf meinem Kanal, Weltklasse. Mega Bamperton, Weltklasse. Ja genau, Musikraum, das ist gut beobachtet. Nein, nicht Österreich, Wien. Nicht Österreich, Wien. Wien ist beileibe nicht Österreich, ja das stimmt. Da ist noch viel Unterschied. Da ist echt noch viel Unterschied. Die Lieder spielt Klaus sicher heute, weil Patrick sie nicht kann. Naja, vom Bladl, das Problem ist, der Patrick könnte das genauso spielen vom Blatt. Also wir könnten uns da hersetzen und locker, wirklich locker, ein paar Pavlatschen mit Liedern spielen, die wir nicht auswendig können, aber vom Blatt spielen können. Nur beim Patrick kommt halt dazu, dass er halt wirklich mit den Augen, dass er das nicht sieht. Das heißt, er müsste sich das wirklich irgendwie vorher schon präparieren, ausdrucken oder was weiß ich was, dass er es sehen kann. Also bei Patrick ist das Blattspielen wirklich seit damals, wo er das gehabt hat, da, wo er wirklich fast am Nierenversagen eingegangen ist, wo er diesen Blutdruck gehabt hat und seitdem ist einfach das Augenlicht nicht mehr das, was es war. Also das sieht nicht mehr scharf. Es wird nicht mehr schlechter, aber das wird auch nicht mehr besser. Und es ist also so, auf so diese üblich klassischen Noten am Tisch vor dir liegen, das geht nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Und wenn wir proben, ist es eigentlich so, dass es schon vor sich liegt, nur da hat er das daheim geübt. Nicht, hat sich das genau angeschaut und hat geübt. Und dann legt er das vor sich hin und hat das quasi als Erinnerungsstütze. Das geht. Und dann können wir das spielen. Ich tue mir da ein bisschen leicht und ich sehe schon schlecht. Ich habe schon da ein paar Mal so hinschauen müssen. Aber dann geht es. Und darum geht es mit Patrick derzeit leider nicht mehr so in der Form.
Früher haben wir das nur so gemacht. Da haben wir gesagt, auf was haben wir Lust und Laune haben wir aufgeschlagen. Geht schon, das spielen wir jetzt. Und da haben wir nur vom Bladel gespielt und nur da so runter. Aber da waren wir im Jünger und bessere angehabt. Es ist so. Es ist einfach so. Ja, es ist so. Probieren wir gemeinsam weitere Noten. Ja, Maggie, ich bin dabei. Ich bin dabei. Mehr Bugel als sitzen. Alexander, so, gell? Dann geht's. Bitte weitermachen. War gestern übrigens bei Tommy Häuser. Schöne Grüße von ihm. Rudi Korbes, danke herzlichst. Das gefällt mir voll. Machst super, sagt Alexander Küpferling. Danke dafür vielmals. Simple the best. Brauchst du einen Beamer für den Hund? Das war eine gute Idee. Franz Brandt, das war nicht schlecht. Und da so was, das so da an der Wand. Da, dann gleich so ein weiß, und da wird hingestrahlt. Ist der Patrick nichts für sich. Der glaubt, mein Blutzer ist ein Achtelnoten. Das war was. Warum Achtel? Weil es eine Fahne hat. Das ist jetzt für die Musiker. Jesus, nein. Klasse. Jetzt haben wir wieder. Pass auf, folgender Vorschlag. Aufgrund meines Bierkonsums war jetzt ein kurzes Pausal, wo ich einen Stock höher gehe, nicht schlecht. Das mache ich und ihr haut ein paar Wunschlieder. Und ich schaue dann, was habe ich Noten, was können wir machen. Sind wir dabei? Machen wir das auch so? Ein bisschen bevor wir Schluss machen? Ja. Machen wir noch sowas, oder? Aber dabei, warte mal, wo habe ich denn das? Kurze Pause. Bin gleich wieder da. So, bin schon wieder da. Bin schon wieder da, was so sitzt. Das war anstrengend. Ich bin aus Atem. Bei Wasser drin. Bin ins Stirn aufgerannt. 4 zurück. Eine außer. Zurück. Spülung. Außer. Aber. Bist du deppert. Bin ein Athlet. So, haben wir den gesammelt? Na, keine. Jugend forscht. Der alte Sünder. Biesenberg. Biesenberg machen wir noch. Haben wir gesagt, der alte Sünder. Den haben wir da irgendwo, glaube ich, drinnen. Das ist schon. Noch am Hakeln. Noch am Hakeln bis 22:30 Uhr Wildcat. Weltklasse. Da zwischenzeitlich, falls jemand sich denkt, pass auf. Weltklasse, da gehört echt einmal ein Geld umgekriegt. Ein Schmattes für die Musik. Hat so seine. Das tut mich gefreuen. Der alte Sünder, das ist jetzt sicher im letzten wieder drinnen. Wie immer, wie immer. Da haben wir schon den zweiten. Na, was ist jetzt?
Hörbiger. Stiegen auf, stiegen runter, Grönfen. Genau, stiegen, steigen, stiegen, steigen. Die Wampen. Schau, ich habe jetzt gedacht, ihr wünscht euch Lieder, die man nicht immer spielen. Ich habe gestern ein paar Viertel gegeben. Christian Summerauer, jawohl, läuft dabei mit Achteln. Stirnstein, glaube ich, heißt es. Oder, Franz Brandwein? Weiß ich auch nicht mehr. Ich habe gedacht, ich hau Wünsche rein. Ich meine, die wir alle machen. Aber Wünsche, die wir noch nie gespielt haben. Die ich quasi von den Noten runterspielen muss. Auf, laufen lassen, eine und runter. 32 Groschen, Habetiere, da kann man viel Wünsche jetzt. Aber pass auf, jetzt muss ich da schauen. Nummer 24. Nummer 24, pass auf. Der alte Sünder, Musik Hans Lang, wie so oft in diesen Filmen. Wien und der Wein. Wo Grisse? Wo ist die Grisse? Wo ist der Snoop Dogg? Da ist der. Ja, stimmt. Wo sind die? Wein darf es nicht, habe ich auch nicht vergessen. Ackerl habe ich nicht vergessen, Wein darf es nicht fad sein und dann war schon ein Biesenberg von Georg Scheurer und dann sind noch viele andere bekannte Nummern gekommen, aber habe ich die Ehre nicht, die kann ich nicht alle auflösen, das geht sich nicht mehr aus in 5 Minuten. So, pass auf, jetzt einmal der alte Sünder. Musik ganz lang. Text ist von einer gewissen M. Costa und Meder, ich glaube der Erich Meder ist das, ja. Hat auch viel geschrieben für die. Ja, ist das noch ein S ist das. Ich kenne es aber. Ich tue es in D runter, warte mal. Ich tue es runter. Naja, mit das zusammenbringen wieder transkribieren beim Spülen. Ja, so pfeifen gehen die Ötten her. Zeigt am Himmel sich der erste Stern. Entschuldigung. Ja, so macht sich jeder schön, als er kann. Aber dann geht es an. Der alte Sünder, der kennt sich aus. Er schleicht, wenn's Nacht wird, still aus dem Haus. Er geht zum Wein und Mädel fein, holt Lotte ein, alle Lotte ein. Der alte Sünder, der trinkt und küsst, bleibt ewig 20, so alt er ist. Es wird oft spät, bevor er geht. Dabei wär's gesinder, er ging nach Haus. Jedoch ins Bett, da geht er nicht, der alte Sünder kennt sich aus. Wie den Herr erst einmal grau meliert, hat es oft schon manche Frau verführt. Jeder macht sich dann so schön, als er kann, was die Ötten Herren verstehen. Ich will den Zeil verlesen, aber ist ja wurscht. Der alte Sünder, der kennt sich aus. Er schleicht, wenn's Nacht wird, still aus dem Haus. Er geht zum Wein und Mädel fein, die Lotte ein, alle Lotte rein. Der alte Sünder, der trinkt und küsst, bleibt ewig 20, so alt er ist. Es wird oft spät, bevor er geht. Dabei wär's gesinder, er ging nach Haus. Jedoch ins Bett, da geht er nicht. Der alte Sünder, der kennt sich aus. Jawohl. Das Transponieren, das macht mich ganz deppert.
wenn du es gleich so spielst. Aber es hat halbwegs funktionieren. Ja. Schau, die anderen Nummern waren besser, aber fürs Bemühen 3 Achteln. Danke schön. Was? Lieder, die du nicht spielst, kenne ich nicht. Bravo, Christ. Absolut leider, Christoph Acker, das ist eine richtige Antwort. Costa Quartalis, Alter. So ein schönes Lied, sagt die Gundula, schau. Achtel haben eine Klausi Hörbiger. Ja, Klausi, pass auf, wir machen einfach einen sogenannten Stechkammer. Wir stechen so einfach ein. Wir machen irgendwie so. Was haben wir da? Alter. Ich weiß nicht, was das Lied da drin zum Suchen hat, aber ich habe es aufgeschlagen. Es hat wirklich nichts drin verloren. Ich weiß nicht, warum das drin ist. Diesem Heftel drinnen ist, weil es eigentlich ein Wiener Liedheft ist, aber bitteschön. Ich spiele das. Ich habe das jetzt aufgeschlagen und aus. Ein Hackler fährt mit dem Moped vom Heurigen nach Haus, isst Hirschen, zwingen Mundgeruch und spuckt die Kerne aus. Auf einmal kommt der Sportwagen, da sitzt ein feiner Herr, der kriegt den Kern ins Ägerl und fällt natürlich sehr. Schon bei der nächsten Kreuzung holt er das Moped ein und schreit in seiner Gachen, sie sind vielleicht ein Schwein. Sie umgustelt sich schircher, der Hakler kriegt einen Hass. Er spuckt die letzten Kern aus und sagt zu ihm, weißt was? Hupfigatsch und Schlagerböen, aber tu mich da nicht gewöhnt. Hupfigatsch und gib mir Ruhe, sonst schließ ich dir die Augen zu. An so ein Armutschkerl wie dir gib ich kein Schöling. Oder nein, gib dir 2, du bist der Zwilling. Ja, wer einer allein kann ja nicht so deppert sein. Upfigatsch und schlag grob die ein. So fix. Wo geht denn die zweite los? Wie er dann spät nach Haus kommt, liegt seine Frau im Bett. Sie macht einen Botzen Schnofel und sagt, bist wieder fett. Du stinkst schon von der Weiden, geh stell dich unter die Dusche. Er zieht sie nur die Schuhe aus und sagt zu ihr, na gusch. Hupfigatsch und Schlagerböen, aber tu mich da nicht gewöhnt. Hupfigatsch und gib mir Ruhe, sonst schließ ich dir die Augen zu. So ein Armutschkerl wie dir schenk ich kein Schöling. Oder nein, gib dir 2, du bist der Zwilling. Ja, wer einer allein kann ja nicht so deppert sein. Hupfigatsch und grob die ein. Jawohl, Hupfigatsch. Gebertanzer, fragt's mich nicht, warum das in einem Heftel über Wiener Lieder ist. Ich weiß es nicht. Aber ja, wir haben das Beste draus gemacht wieder mal. Willst du mir heute zum Klaus einfällt? Schatzi, findest du mich dick? Ich würde dich auch finden, wenn du schlank wärst. Bravo, Christoph Acker. Weltklasse. Alter. Wahnsinn. Albert Gornscher ist dabei. Der Albert, jawohl. Albert, ich muss es auch sagen, du bist ja auch alter Mink, ne? Also alter Bayer. Wir sind im März sind wir in München, weil da haben wir für die Brettelspitzen im Bayerischen Rundfunk haben wir da Aufnahmen. Vielleicht können wir uns ja da mal sehen. Das war lustig. Das wäre nicht. Schau, die Achtel, ich danke euch vielmals. So, pass auf, wir werden das jetzt systematisch machen. Pass auf, ich hab da, sind einmal ausgegeben worden von der AKM. Das ist quasi in Deutschland die GEMA, bei uns ist es eben die AKM. Autoren, Komponisten und Musiker, so heißt das irgendwie. Autoren, Komponisten, Musikverleger. So, Autoren, Komponisten, bin ich natürlich Mitglied dort als Komponist, als Autor und als Musikverleger. Und da hat es irgendwann, das war aber vor unserer Zeit, haben die so Hefteln rausgebracht mit Noten. Da gibt es 4 Teile. Und in der Regel, und immer, also 4 Teile zu je 50 Liedern. Und ich würde so sagen, Monika Neumeier, Weltklasse, super. Ist ganz klar, kein Wiener nicht. Ja, Alexander Küpferling, aber war da drin, was wir machen. Franz Brandwein, großartig. Ihr schreibt eine 1, 2 oder 3
oder 4 für den Band sozusagen und dann eine Zahl zwischen 1 und 50. Und wenn ich das Lied irgendwie kann, spielen wir es. So machen wir das jetzt. Also 1, 2, 3, 4, also 1 entweder, ja, und dann als zweite Zahl 1 bis 50 und die Nummer werden wir hernehmen. So schauen wir uns das an, so machen wir das. Bist du, ist ja richtig spannend. Ist ja richtig spannend. Ah, und ich rauche nichts herunten. Das ist ärgerlich dann. Das war jetzt genau was. Der hat gesagt, meine Frau ist so fett, jedes Mal, wenn ich sie sehe, muss ich ein Stück Brot dazu essen. Also ich bitte euch, Kontenance ein bisschen. Ein bisschen mehr auf die Damen schauen, ich weiß es ja nicht. Aber das ist gut, ich merke mal. Jawohl. Hat seine, jetzt muss ich warten. Musik anfangen an mit 3, 26. Ui, jetzt kommen die Zahlen, pass auf. Ui. Jetzt schau lauter Dreier. So, pass auf. Musikraum war der erste. 3,26. Das ist Folge 3. Kann man das lesen? Wieder. Ja, Folge 3. Was war das? 26. Ich muss dazu sagen, wenn ich es nicht kann, machen wir es nicht. Ja, das ist wieder eins zum Umblauen, bitte. Ich weiß ja nicht. Aber bitteschön. Pass auf, die Strophen kann ich eh nicht. Aber einen Refrain werde ich schon zusammenbringen. Einen Refrain bringe ich zusammen. Wo fängt der an? Da. Nein. Da. Hab schon. Im F. Ich spiele es jetzt einmal im Original. Bis zu dir, da bin ich gekommen und nicht weiter. Leider, 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 leider. Nicht ein Groschen scheint's von mir, nein, nein, das zahl ich nicht. Papa und Freunde, Papa und Freunde. Das war der Refrain. Bis zu dir, da bin ich gekommen und nicht weiter. Leider, 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 leider. Nicht ein Groschen siehst von mir, nein, nein, ich zahl nicht. Papa und Freunde, Papa und Freunde. Jawohl, Strophen kann ich keine. Bis deppert, jetzt fangen sie alle an. Der Rudi Korbe schreibt, ihr habt noch 35, aber was? Was für ein Band? Du musst den Band auch dazu schreiben. So, was haben wir da? 3,33 war die Hätte. 3,33. Na, das ist spannend. 32. Das hätte ich nicht können. 33. Jesus, nein, die kann das Lied nicht. Hat ich nicht zusammen, aber das ist vom Grünauer Heinze, Text und der Eder Franze, Musik, die ja berühmt worden als die Weltmusik. Der Heinz ist ja immer noch voll aktiv, vor allem der macht ja wahnsinnig tolle Sachen, wie sagt man da, Kalligrafie. Und der Eder Franze leider schon gestorben. Aber tatsächlich, das Lied kenne ich nicht. Also daher kann ich es nicht spielen. Leider hätte ich, hast du einen weiteren Wunsch frei, bringe ich nicht zusammen. Schaut, da wäre wichtig, 3,32, das ist ein Wahnsinn, das kann ich nicht. Das ist das Duribrückerl. Das bringe ich nicht hin, glaube ich. Wo ist denn das? Fängt denn das an? Beim Duribrückerl warte ich heute auf dich. Also beim Duribrückerl warte ich heute auf dich, wann alles längst schon schlaft im lichten Tal. Denn alles ein Bach, den kennen du und ich noch gar so gut vom letzten Mal. Pass auf, der Goscherl hat gar keine Ruhe, das wird dir wehtun von der Küsserei. Nur wer ein Madel hat, so süß wie du, der weiß, wie ich mich auf heut Nacht schon freu.
Mehr bringe ich da nicht zusammen. Das war Weltklasse. Schlecht, die 3-13. Fritzl Stadtguss hat 4,25. Nummer 4. Und das Lied Nummer 25. Schauen wir, was das ist. Weil es sind schon einige dabei, die ich wirklich gar nicht kennen. 25. Der erste Schnee. Jesus, na. Text Wilhelm Wiesberg. Der Johann Siel hat das geschrieben, das ist eine alte Nummer. Das ist so eine getragene, die haben wir nie gespielt, weil das wird so gesungen, aber so schön gesungen. Aber ich tue, was ich kann. Zählt der Mensch erst 20 Jahre, stolz hebt da sich seine Brust, jung das Herz und schwarz die Haare, singt er nur von Liebeslust. Er hat jedenfalls empfunden, diesen Traum der Jugendzeit, doch die Stunden sind ihn schon wunden, liegen hinter ihm gar weit. Wollt die Tag was lustig schreiben, plötzlich wurde er gewahr, gerade als fangert's an zu schneien, auf sein Kopf manch weißes Haar. Auf das legt er Feder nieder, aus ist mit die Liebeslieder und schreibt lieber ein Couplet mit dem Titel Der erste Schnee und schreibt lieber ein Couplet mit dem Titel Der erste Schnee. Ein schönes Lied, aber ja, eher so eine Couplet-Geschichte. Sehr leibend, Fritzl war das. Georg Scheurer wieder 3,24. Ist jetzt wohl in dem gleichen. Da komme ich überhaupt nach. 3,24. Das ist der Dreier, ja. 3,24. Ja, ich fürchte, die Strophen kann ich nicht. Was ist das? Herrgott, ich bitte dich, gemach mir die Freiheit. Trau uns das Wödradl zurück in die Zeit, wo noch mein Wern war, eine ganz kleine Stadt. Für uns eine Wunder, das Riesenrot. Schick uns den Silbergulden mit seiner Kraft, wo kostet 6 Kreuzer, a Gulasch mit Saft. Warum ist das alles so weit, Herrgott, schick noch einmal die Zeit. Eine schöne Nummer. Fritz Wulferl, im 55er Jahr im Doblinger Verlag reingekommen. Aber eine schöne Nummer, eigentlich wirklich. Ja, das hat mir gefallen. Also die Strophen, die kann ich gar nicht. Da wissen die jetzt gar nicht, wie es geht. Und bevor ich es ganz verhunz, ist ein Blödsinn. So, was war das jetzt? 3,24, 3,43 Alexander Küpferling. Ich weiß nicht, wie weit das schon. 3,43. Aber wie geht denn das auf den ersten Blick? Was? Und der Steffi, der Uhr, der winkt. Ja. Von Frankowski. Herrgott, wie schön bist du Wien. Ja, Alexander Küpferling. Ich passe. Ich kann es ein bisschen improvisieren, aber zu wenig, dass es irgendwie noch was klingt. Bitte noch einmal nachwünschen. Dankeschön. War super, sagt Alexander Hauser. Ich weiß nicht leider nicht mehr welches, aber Dankeschön. Monika Neumeier, 4,49. Jetzt muss ich wieder zu 4. Nein, das war lustig irgendwie. Wie gefällt euch das? Das ist der Hitz, oder?
4,49. Also hinten, das ist klar. Ne? Trottel. 4,49. Was Österreich ist, das haben wir schon ein paar Mal gespielt. Da mache ich auch Strophen dann Refrain. Das kann ich nicht. Da draußen ums Dick wohnen, wenn's grad untereinander sind, dass meistens über der Achsel nur von Österreich reden dann. Wir zwar sind Patrioten, dürfen sowas gar nicht hören. Wenn unser Blut in Wallung kommt, fix laut am Mond und Stern. Wir sagen sofort zu See, ja habt es eine Idee. Wer noch in Wien nicht war und links nicht kennt, wer nicht in Graz drin schon spazieren ist gerannt, wer Salzburg nicht hat gesehen, das Paradies, hat keinen Begriff davon, was Österreich ist. Wunderschöne Nummer. Johann Schamil hat es geschrieben, wer den Text geschrieben? Ja, Wilhelm Wiesberg. Wilhelm Wiesberg, Trude Matzig. Was ist da wieder? Im Original ist Wilhelm Wiesberg quasi Original. Was haben wir gehabt? Was war das? Die Monika Neumeier war das. Und jetzt da? Friedrich Adam 333. Die haben wir schon gehabt. Die 333 Kleider, das habe ich dann WO gegeben. Oder habe ich nicht, kann ich nicht. Ich glitsche diese als 312. 13. Alle sind mit Dreier, das ist ein Wahnsinn. 312. Nur ein Schluck, ist ja. Depper, da kommst du drauf. 312. 10, 11, 12. Herzbeichter gefällt es mir. Besser als daheim. Kann ich nicht. Herzbeichter gefällt's mir besser als daheim. Drum bleib ich auch noch sitzen, weil ich nix versahn. Furchtbar drauf zahlen, die gingen jetzt zu Haus. Reißert mein Verledi mir die Haxen aus. Reißert mein Verledi mir die Haxen aus. Die Strophen lasse ich mir lieber aus. Leider, mehr bringe ich da auch nicht zusammen. Aber die 312. 1,13. Christoph Acker, mal ein komplett anderes Set an Liedern. 1,13. 1,13. 16 haben wir da. 15. Das wird mir spannender. Ein kleines Laternenl. Mache ich auch noch einen Refrain. Es ist oft so, dass man dann die Strophen oft kennt man gar nicht. Ja. Ein kleines Laternenl und eine kleine Bank in Nussdorf draußen am Beethovengang. Schon die Frau Mutter hat's Laternenl kannt und ist dort gesessen mit dem Vater Hand in Hand. Dort haben's von lauter liebe Sachen geredet, die das Laternenl alle nicht versteht. Doch das Laternenl macht sie da nichts draus, denn wenn's recht heimlich wird, dann geht's ganz einfach aus. Jawohl, ein Klassiker. Ein Klassiker, das sind diese mörderisch super romantischen Lieder. Ein kleiner Chlor, 1953. Klassische Zeit für genau das. So. War das 1,13? War Ackerl, genau. Rudolf Korbis. Jetzt, was ist 35? Muss ich hinten nachschauen. Hast du was anderes? Das verliere ich. 35 weiß ich nicht von was. Ja. Was ist jetzt da? Die Weltpartie, Michael Huger, jawohl. 333 war die Isus-Kellerei. Ich glitsche diese Paris, jawohl. Bis zu dir bin ich gekommen und nicht weiter. Leider, Welt. Jawohl. 2,24, die hätte. Das war dann noch Wunsch. 2 haben wir da. 2 und 24.
Was haben wir da? Wien im Mai. Schön ist. Boah, das kann ich nie im Leben. Was ist das? B? F? Nein, das ist B. Schön, schön ist der Mai in der schönen Stadt Wien, wenn die Kastanien im Brode schon blühen. Weiß sind die Blüten wie frisch gefallener Schnee und die Jucker fahren Trop, Trop durch die Hauptallee. Wenn dann die Mainacht so dunkelblau ist, wo dann der Wiener die Wienerin küsst, gut, dann liebt er auf einmal gleichzeitig drei. Seine Mädel, sein Wien und den Mai. Wie schön bist du, mein Wien im Winterglanze, so elegant wie eine schicke Frau. Die feinsten Bälle laden uns zum Tanze und jeder Ball ist eine Modenschau. Konzerte gibt's im Winter und Theater, der Wiener liebt das und ist gern dabei. Und doch, so eine Sehnsucht hat er, die heiße Sehnsucht nach dem Wiener Mai. Schön ist der Mai in der schönen Stadt Wien, wenn die Kastanien im Brode schon blühen. Weiß sind die Blüten wie frisch gefallener Schnee und die Jucker fahren Trop, Trop durch die Hauptallee. Wenn dann die Mainacht so dunkelblau ist, wo dann der Wiener die Wienerin küsst, dann liebt er auf einmal gleichzeitig drei. Seine Mädel, sein Wien und den Mai. Weltklasse. Fritz Grünbaum hat den Text geschrieben, Musik Paul was kenne ich gar nicht, aber das Spannende ist, dass die Nummer, man könnte jetzt meinen, aus die 40er, 50er Jahre kommt, tatsächlich 1917 im Ludwig Doblinger Verlag erstmalig verlegt. Weltklasse. Das gefällt mir. Was war das? 2,24. Danke, hätte, war Weltklasse. 1,35 war der Korbes. 1,35 war der Rudi Korbes. Bin schon hinten angestark wahrscheinlich, gell? Ja, mit dem müsst ihr jetzt leben. Mit dem müsst ihr jetzt leben. Köhlergassentanz. Ja, ist das, ne? Sepp Fellner, Musik, Erich Meter, der Text. 1950 im Eberle Verlag erschienen die Köhlergassentanz. Wenn ich wisset, Bruder, wo ich jetzt bin, da der Wein des Luder macht am Blöd und hin. Ja, vom Tschermerquirten bin ich zuletzt fort, das ganze Geld hab ich versoffen dort. In der Köhlergassen, ich kann's gar nicht fassen, sitz ich ganz verlassen auf ein Stein. Glaubst denn du, mein Steindl, du mein liebes Freundl, das kommt nur vom Weindl ganz allein? Nein, das kommt vom Herzen, von den Liebesschmerzen, wie immer, ja wie immer. In der Köhlergassen sitz ich ganz verlassen, mit ein Organossen und ich Wahn. Und das Werner Trutscheln soll's es alle hören, alle Haus hat's es flutscheln,
keine hat ihn gern. Aber von der einen hätte ich mir das niemals denkt, dass grad sie sich an den anderen hängt. In der Kölner Gassen, ich kann's gar nicht fassen, sind sie ganz verlassen auf einen Star. Sag mir, du mein Steindl, du mein liebes Freundl, kommt das vom Weindl ganz allein? Nein, das kommt vom Herzen, von den Liebesschmerzen, wie Riemann, ja wie Riemann. In der Kölner Gassen sind sie ganz verlassen, mit einem Augernossen und die Wahn. Jawohl. Kölner Gassentanz, Weltklasse. Rudi Korbis. So, was haben wir da? B2, was? Alexander, 2,25. War das nicht E2,5? Nein, das war 1,25. Bin voll hinten nach wahrscheinlich. Jetzt singt damals schön, Christoph Acker, wisst ihr. Fritzl, jetzt hätte ich die fast rausgehauen. Fritzl, jetzt bin ich angekommen und bald hätte ich den Fritzl blockiert. Na, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. So Seite, was? 2,25 Alexander Hauser. Mit Anschlag. Fest schon rechts, das sind wir. Das Tränen lustig sein, gern singen. Das liegt so konsequent in ihrem Temperament. Das kleine Kind schon, Freude jeder davon. Das kindliche Gemüt besäuern Wienerlied. Und wir die Alten sungen. So zwitschern, die Jungen. Da dudelt der Papa. So dudel ich halt auch. Das Leben sich versüßen und frohes zu genießen, das kenne ich gar nicht. Aber da geht es so weit. Aber ich probiere es trotzdem mit dem Rudi Kronecker. Rudolf Kronecker, Karl Jäger. Da steht leider kein Jahr dabei, aber der Kronecker ist natürlich älter. Also das ist schon frühes, also Anfang, war nicht sogar 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Das da wieder lustig sein und kein Singer da. Das liegt schon konsequent in einem Temperament. Als kleine Kinder schon erfreut sich jeder Ton, das kindliche Gemüt bei so einem Wernerlied. Und da wird die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen. Ho dudelt der Herr Papa, so dudel ich halt auch. Das Leben sich versüßen und Frohes zu genießen, das ist mein Motto, ist mein Ziel, drum sing ich auch mit viel. Fisch und Resch, so sind wir, geht das Feld meistens stier. Kraft und Saft hätt man genug, Hang zum Gesang, Sport und Frohe. Recht stramm der Madeln gehen, wenn sehr fein wir verehren, danken dran jede Stund, aber sonst sind wir gesund. Weltklasse, Weltklasse. So, der Schmattes kommt am Donnerstag, sagt die Gundula, ich danke dir vielmals. Ja, ich danke dir vielmals. So, passt auf, ich fahre jetzt einmal runter ein bisschen. Schon sind die Achteln. Spezielle Edition heute. Wieder 100% bei uns, bravo, Mäcki. Ich bin weit weg. Das Lied habe ich immer aus dem Kind gehört. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, um welches Lied das geht. Weil ich so spät nach bin da. Das bayerische Herz, Monika Neumeier, jawohl. Ich fahre jetzt einmal runter. Ich fahre ganz runter jetzt. So, jetzt bin ich ganz unten. Und so. So nicht keine Wünsche mehr. Musiker, da bin ich auch dafür. Winnie Mai. Weggespielt. Grandiose Überraschung, Klaus. Habe ich heute beim Schüleraufgaben korrigieren nebenbei gehört. Statt Noten habe ich rote Achter und vergeben. Bravo. Bravo. Und die Schüler brauchen ja was zum Lernen. Weltklasse. So, passt auf. Ludwig Hirsch hat das gemacht, ja? Ja. Genau. Die Kölnergassen. Doblinger Laumann, das waren Zeiten, ja. War 2,29, war noch von Alexander Küpferling. 2,29.
Leute, ihr müsst euch, Schmattes ist am Konto, Uli Slonek, Weltklasse, ich danke dafür. Schau, ich blende das einmal kurz ein. Falls sich noch wer denkt, jetzt hau ich noch was rein. Für den armen Klase 2,29. Hinter Grinzing am Berg liegt der Himmel. Bist du deppert. Aber das auch zusammenbringen. Wir probieren es einfach. Den Text von Reschafesch finde ich nicht mal so gut. Ja, ich meine, du, weißt du, gut, da kommt dazu. Blende wieder aus, gell? Wer nicht denkt, überweisen, einzahlen, Schmattes und aus. So, wieder ausblendet. Es ist natürlich jetzt auch nicht gut interpretiert, muss man halt auch sagen. Ne? Wie geht denn da wieder der Text? Das ist halt Willi Jelinek, die Musik, Text Karl Schneider, der Verlag, der Excelsior Verlag, Wiener Excelsior Verlag, steht auch ohne Jahresanzahl. Jahresangabe. Ja, schauen wir mal, wie es zusammen. Ein Refrain wäre irgendwie hinbringen, aber die Strophen sind immer schwer. Der Herr vom Zeiselberger sagt, erst alte packt die zusammen. Heute wird einmal ein Ausflug gemacht, dass die Wiener Garde haben. Frau Resi ist erst gleich dabei, das ist nach ihrem Sinn. Sie packt schnell ein kleines Backerl zusammen. Dann fragt's, wo geht's denn hin? Da sagt das Mandel voller Freude, heut geht's in Söhnlichkeit. Hinter Grinzing am Berg liegt der Himmel, da gibt's immer ein großes Gewimmel. Da bei die Häuser dahinter krieht's Kranzl vor, das ist für die Wiener das himmlische Tor. Und der Hauer spielt Petrus ein Winkel und die Könnerin ist blond wie ein Engel. 12 Fasseln, die stehen wie der Heiligen drin. Siehstes da, gehen wir wohl fort hin. Ich weiß nicht, ob es das irgendwie verstanden habt, weil ich habe jetzt echt durchgekämpft. Ich habe das schon mal gespielt, das Lied, kann mich erinnern, Ewigkeiten her. Und darum habe ich mir gedacht, ich kann mich da leichter am Text erinnern, war aber nicht so. Schau, 2,29 Christoph Acker Trüffel. Für den armen Klasi, ich hab's verstanden. Christoph Acker. Weltklasse, haben wir sofort der Achtel noch eine weitergehört. Ja, passt auf, man haut's eine noch 1 bis, also 1, 2, 3, 4, slash 1 bis 50. Wenn's wollt. Wenn nicht, dann nicht. In der Zwischenzeit, danke Ackerl, zum Wohl. Bis sie wieder Wunschnoten erscheinen für den Ackerl. Beim Wein darf's nicht fad sein, bei einem Lied muss schön Start sein, sonst hast du nur die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Tu es das nicht, tu es das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stund. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein, da das Hand, weil sonst fliegt's da davon. Und gleich ins Kart weiter. Das Leben ist ein Hutschen, einmal Oma, einmal und am schnellsten
verfliegt oft eine glückliche Stund. An der's niemals fahrt sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Tag ist an, weil sonst flieht's da davon. Ich hab einen Weingarten am Pieserberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Rind dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Pieserberg dreht sich die Welt nur recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Oh, nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pieserberg, mit Fleckerl hat es mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepfelwein. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Wenn ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ba 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 ba. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jawohl, ein Zwischendurch. Medley. So, schau die Achteln. Ich danke euch vielmals. Die Achteln. So, das muss ich zurückgehen. Ein bisschen. Die Achteln, da waren irgendwo, ja. Fritz Startgas hat den Finger gehoben, ich danke dir schön, gell. Aber das habe ich gleich, habe ich sogar von selber gesehen. War keiner mehr überrascht als ich. Danke aber Fritz für deine administrativen Unterstützungen. Landtagsstrom hat man 2,42. 2,42. Das wird einigen von euch gefallen, glaube ich. 2,42 ist ein Wahnsinn. Geht nur Hans Lang, wieder mal aus dem 43er Jahr, Doblinger Verlag. Später der Domo Musikverlag hat es dann später übernommen. Hans Lang und Text ist von einem gewissen Aronet. Kenne ich auch nicht, aber es liegt, wenn einige kennen.
Habt schon meinen Dackel gesehen? Habt schon gesehen, noch nicht gesehen? Der ist gescheit und der ist schön, so viel gescheit und so viel schön. Erst wenn's bei uns beisammen sind, dann werden sie das verstehen. Ein bisschen Arsch gesungen, aber hey, hallo, wir sind ja unter uns. Wenn ich mit meinem Dackel von Grinzing heimwärts wackeln, dann sagen die Leute, das schöne Vieh. Jetzt frag ich sie, wem meinen die? Ja, aber da nicht an mich. Ja, aber da nicht an mich. Ich kann doch meinen Dackel, den süßen krummen Lackeln, nicht tragen wie einen Blumenstrauß. Denn ist das ein Wirtshaus später raus? Wer führt mich denn dann zaus? Ja, mein Dackel, ja, mein Dackel, ja, mein Dackel kennt sich aus. Schlecht gesungen, aber ich weiß, um was es gegangen ist. Wann ich mit meinem Dackel von Grinzing heimwärts wackel. Gute Nacht, alle Alexander Küpferling. Schlaf gut. Gute Nacht für die gut. Musikraum 1-1. Na schau, das ist auch. Bin jetzt auch selber gespannt. 1-1. Erster Band, erstes Lied. Grüß dich gut, wie geht's euch denn? Das kann ich sogar auswendig. Grüß dich gut, wie geht's dir denn? Dass du da bist, das ist schön. Erst hast uns grad noch gefällt, kommst daher grad wie bestellt. Fallen mir heut vielleicht noch wissen wir genau warum. Kleine Kinder kehren ins Bett, ja, aber unser einer, ja, aber unser einer nicht. So schaut's aus. Grüß euch gut, wie geht's? Das ist die 1-1. Die 1-1. 1,18 sagt Monika Neumeier. 1,18. 1,19 haben wir da. 1,18. Jö, eine schöne Nummer. Aber schwarz zum Spülen. Also ich probier's. Der Singer wird einen Schluck nehmen. Ein kleines, gemütliches Vorstadtlokal, das habe ich da neulich entdeckt. Fauteuils am Konsant und das Klavierkapital und Kracherl, so heißt wird das Sekt. Im Grand Hotel ist es Montina, aber ho, ist es 1000-mal schöner. In einem kleinen Café in Herneuss spielt's Grammophon mit leisem Ton ein englischer Walz. Dort genügen 2 Mokka allein, um ein paar Stunden so glücklich zu sein. In einem kleinen Café in Herneuss klopft manches Herzl hinauf bis zum Haus und gehen 2 Verliebte sich dort Rendezvous. Drückt der Herr Ober ganz diskret ein Auge zu. Aber die zweite Arbeit. Die Tassen, die sind dort aus dickem Porzellan, zerbrechlich so leicht sind die nicht. Die Herzen dagegen sind sehr filigran und oft kommt es vor, dass ans bricht. In Zeitungen haben's keine Spesen, weil dort wird in den Augen gelesen. In einem kleinen Café in Herneuss
spielt's Grammophon mit leisem Ton ein englischer Walz. Dort genügen 2 Vokalein, um ein paar Stunden so glücklich zu sein. In einem kleinen Café in Erneuss klopft manches Herzerlin auf bis zum Hals und gehen 2 Verliebte sich dort Rendezvous. Drückt der Herr Ober ganz diskret ein Auge zu. Aber die dritte Anreise war jetzt, gefällt mir. Dort steht auf 3 Füßen ein altes Billard. Man weiß nicht, wozu überhaupt. Nur dann und wann spürt Karambol durch ein paar Massé-Stöße sind nicht erlaubt. Beim Schachfeld der Sturm und der König, aber das kümmert die Leute draußen wenig. In einem kleinen Café in Erneuss spielt's Grammophon mit leisem Ton ein englischer Walz. Dort genügen 2 Vokalein, um ein paar Stunden so glücklich zu sein. In einem kleinen Café in Erneuss klopft manches Herzerlin auf bis zum Hals und gehen 2 Verliebte sich dort Rendezvous. Drückt der Herr Ober alle beide Augen zu. Das kleine Café, Weltklasse. Hermann Leopoldi, Text von Peter glaube ich, Herz, aber P. Herz. 1932 wurde dieses Lied vom Doblinger Verlag wiederum veröffentlicht. 1932, in einem kleinen Café. Weltklasse, das hat mir sehr taugt. So, das war, was war denn das überhaupt? 1,18 war das. Monika Neumeier, 1,18. Weltklasse. Schauen wir uns schon wieder an. Fritzl Startkurs waren 4-3. 4-3. 4 haben wir da. 6. 4, 3. Das ist schwarz was singen. Ach, Hermann Leopoldi. Ein guter Tropfen so 3-mal täglich. Text von Salpeter, 1936 im Ludwig Doblinger Verlag aufgenommen. Die Neuausgabe war von 1976, auch mit dem Doblinger Verlag. So. Er sagt bei uns am Grund. Ich muss überlegen, krank sein ist nicht gesund. Das soll immer hagelig sein. Okay, dann schauen wir mal, ich muss es zusammenbringen. Man sagt bei uns am Grund, das Kranksein ist nicht gesund, da soll man immer heiklig sein. Wenn mich die Nase juckt, wenn mich der Magen druckt, dann greif ich gleich energisch ein. Ich hab einen Köhler drund versteckt, meine Apotheken angelegt. Ist es ein Husten oder ein Strauchen, wir werden kein Doktor nicht brauchen. Ein guter Tropfen, so 3-mal täglich, das ist ein Hausrezept aus Wien. Ein guter Tropfen, 3-mal täglich, das ist die beste Medizin. Wenn einmal ganz was besonders los ist, bis zum Verzweifeln auch kein Grund, da nimmt man halt eine stärkere Dosis, dann ist man wieder pumperl gesund. Hermann Leopoldi, ein Wahnsinn. Was war das? Der Fritzl Startkus hat ein Weinlied gefunden. Klar. Der Fritzl Startkus hat natürlich ein Weinlied
auswählen. So, Rudi Korbes, 4,48, sagen wir 4,48. 47, 49, 48. Hans Lang, bis ein kleines dummes Schaperl, das kann ich nicht. Kenne ich gar nicht. 1943 mit einer Excelsior. Leider Rudi Korbes. Dem armen Korbes muss ich einen Korb erteilen. Das Lied kann ich wirklich gar nicht. Was hat der Christoph Acker? 4,50. 4,50. Was ist denn die letzte Nummer? Lied aus Wien. Franz Schubert. Alter. Aus dem Singspiel Das Dreimäderlhaus. 1916. Was Schönes könnte sein, als Wiener Lied, was jauchzt so im Herzen und geht ins Gemüt, was stimmt und so fröhlicher. Na, tut mir leid, kann ich auch nicht. Kann ich auch nicht. War aber leibend gewesen. Der Stromausfall hat mit dem heutigen Besuch etwas, ein Stromausfall hat mit dem heutigen Besuch etwas, naja, es kann nicht immer alles perfekt sein. Was du hast einen Spaziergang, du hast einen Stromausfall gehabt. Na, Arsch. Pass auf, es hilft dir gar nichts, aber ich trinke auf dein Wohl im Stromausfall. Wie gesagt, hilft dir nichts, aber ein bisschen ideell möchte ich dich unterstützen. Mit diesem Schluck, weil ich muss ein Wasser auch trinken dazwischen. Sagt der Iglitsche, diese Bubble sagt 3,50. Haben wir gleich. Schauen wir gleich. 3, ist da unten. 3,50. Ja, wenn wir jetzt schon langsam zum Schluss dann kommen, gell? Man nicht immer, das ist ja Wahnsinn. Das ist leimend, das ist aber leimend. Du müsst ein Duo müsst ihr euch jetzt vorstellen. Ich singe er und sie. Warte mal. Der Wahnsinn. Was ist denn das? Nein, der. Er ist vom Galitzeberg und sie vom Liebertstal. Das ist sehr bemerkenswert und ein besonderer Fall. Schön, schon als Fratzen hab ich sie gerauft, haben sie oft segiert. Folglich sind sie für die Ehe scharf trainiert, nur dass ich das zusammenbringe, Herr, ist ein Wahnsinn. Zauber aus Otterkring, die kehren halt zusammen, was doch Zauber Zwetschgen sind, vom selben Baum. Zauber aus Otterkring, die Oma zu wecken, was doch zwei Labern sind, vom selben Beck. Es tut nicht gut, wenn man so viel suchen tut. Doch die schönste Liebe wohnt im eigenen Hieb. Was ist das? Wachs im eigenen Hieb. Zauber aus Otterkring, die kehren halt zusammen, was doch zwei Zwetschgen sind, vom selben Baum. In Otterkring, da hat der Mann sich lieb. In Otterkring, im 16. Hieb. Tiere. Da habe ich aber schon wirklich in Gatsch gegriffen. Mit Tiere. Ich glitsche diese Bubbles. So, das war scheinbar aber Evan. Aber schon die Achteln habe ich da noch. Gewaltige, originären Achteln. 1,30. Alexander Hauser hat noch 1,30 reingehauen. 1,30. 1,30. Wo ist denn das? Das war ein Leibwand, glaube ich. Pass auf, 1,30. Ja, ist das ein Lied im Oskar Schima, Text und Musik. Na, das ist natürlich eine Welt. Boah, dieser hat mit Wienerlied original gar nicht. Ich weiß nicht, warum das immer als Wienerlied geführt wird, ist ganz was anderes. Aber übrigens, das Lied ist sogar vorgekommen im Film Schindlers Liste. Aber das ist jetzt recht nicht, dass ich ein Blödsinn dazu, aber ich glaube, im Film Schindlers Liste, wo es quasi die Kinder einsammeln, im KZ, und da links ein Platten auf und da ist das Lied gespielt worden. Ich glaube, das war das. Ja. Aber ja, es ist auch andere. Es ist eher ein trauriges Lied eigentlich, aber 1,30.
1-3 Alexander Hauser. Mamachi heißt's. Oskar Schimmer. Es war einmal ein kleines Bübchen, das bettelte so wundersüß. Mamachi, schenke mir ein Pferdchen wär mein Paradies. Schnagerlano. Darauf bekam der kleine Mann ein Schimmelbasen Marzipan. Die sieht er an, er weint und spricht: Solche Pferde wollte ich ja nicht. Mamachi, schenk mir ein Pferdchen wär mein Paradies. Mamachi, solche Pferde wollte ich nicht. Und so weiter. War damals wirklich ein Hit? Ja, ist aus meiner Sicht jetzt nicht der große Reißer. Oskar Schimmer hat viele gute Lieder geschrieben. Das ist jetzt nicht wirklich und wie gesagt, Wiener Lied auch gar nicht einmal, weil es ist eigentlich schon sehr hochdeutsch, sag ich mal. Ja. Peter Volz, geil, ich brauche Vorkarten einfach. Jawohl, Peter Volz, Zeit wird's, dass du wieder nach Wien kommst. So, Feierabend, Wildcat, bravo Feierabend. Hin und nimmer zurück. Monika Neumeier, bravo. Und mit meinem Bluthund, Franz Billig, ja, großartig. Jetzt kommen wir den auf Urlaub nach Wien, Agli-Gastig. Schau, die Monika ist in Schwabing. Ja, Monika, das ist nämlich auch, weil, wie gesagt, von mir, das ist ja auch nicht weit weg von München. Also, das gehört jetzt zu München, ne? Oder? Schwabing, man. Nicht, dass ich mich da versündigt. Was heißt, das gehört zu München, bist deppert. Aber das ist, aber wie gesagt, na vielleicht, ne, ich werde es noch kundtun, wenn wir in München sind, weil ganze Wochen sind wir in München. Also ich meine, da wird es ja machen lassen, dass sich ein paar Vlad-Schiesterringers, zumindest aus Süddeutschland, dass wir da irgendwie zusammenkommen. Schweinsborn hätte ich auch gern von uns Brand, wenn jetzt was du sagst. Das ist eigentlich schon ein Punkt. Wenn ich mit meinem Offen, ich glitsche diese Bubble, so geht das heute nicht. Das muss da. Heute reden wir nach Zahlen. Band und Lied. Wenn ich mit meinem Offen. Wie ist das gegangen? Nein, ich weiß nicht mehr. Aber ist eine geile Nummer, ja. Das war das erste Wiener, das ich ganz neu aus der Schweiz nach Wien übersiedelt. Als Kind mit 10 Jahren kennengelernt. Was? Welches jetzt? Hätte das muss man sein, weil ich habe durch den Chat natürlich jetzt nicht mehr den Überblick, welcher Lieder. Das hätte mich jetzt wirklich interessieren. Das war das erste Wiener Lied, das ich ganz neu aus der Schweiz nach Wien übersiedelt als Kind mit 10 Jahren kennengelernt habe. Bitte schreibt nochmal eine, was war das für ein Lied? Jawohl, Megi. Wir schreiben Nummern auch ohne die Birkerl. Die Kinder kennen ins Bett, habt ihr auch schon mal gespielt, oder? Nein, Blödsinn. Der Ausfall war in der Wohnung, der Föhn meiner Frau hat einen Kurzschluss gehabt. Spaziergang. Da hat arbeitet einmal der Föhn, der Frau nicht am Hauptbahnhof, tut sie sich föhnen, haut schon alles zusammen. Ein Wahnsinn. Aber beste Grüße an die Frau Gemahlin, gell? Schau, ich bin so weit hinten. Schau, die Gundula, das ist lieb. Du verschönst uns allen den Abend. Ich danke dafür, das ist lieb. Alles wieder in Ordnung. Hab den Föhn entsorgt. Braver Spaziergang. Der gehört gleich ein Kiebekart. Tolles Wunschkonzert, wie eine Blindverkostung. Ja, wirklich, gell? Das stimmt. Mir gefällt, macht mir aber selber einen Spaß. Und wie gesagt, der Patrick hat das schon immer gern sowas gemacht. Nur der hat wirklich jetzt das Problem, dass er es nicht sieht. Dann ist er natürlich hetzlos. Wenn der das nicht sieht und wenn er so hinschauen muss und dann wieder irgendwie so, das ist ein Blödsinn. Nicht? Aber ja, wir können es so machen. Alles Launex ist auch wunderbar. Was haben wir? Ja, Münchner Kindl, Monika Neumeier, Münchner Kindl. War unlängst beim Doblinger, da sind fast keine Wiener Lieder mehr aufgelegt, keine Nachfrage, hat der Verkäufer gesagt. Hat leider hinzugefügt, ja, Rudi Korbis.
Das kann man vorstellen. Ja. Das Kaffeelied ist gut, gell? Peter Volz. Das kleine Café in Hernals. Finstar gibt es tausende Aufnahmen. Hermann Leopoldi. Das kleine Café in Hernals. Weltklasse. Skyfall ist auch da super, das gefällt mir voll. Schwabing irgendwie nicht wirklich München, ich fühle mich nicht sehr wohl. Schwabing, ja, aber ich weiß zumindest, dass es nicht München und dass das irgendwie, dass es quasi dort halt ist, im Grätzl. Russische Solett mit deinen Nummern, ja. Monika Neumann, und ja, das war super. Bei den Brettl-Spielen, wenn es jetzt kommt, die Maggie und Monika, da finden wir mal ein paar. Das war schon Hit. Marci ist mit Heintje weltberühmt. Ja, stimmt, genau. Mit Heintje. Heintje war das, die weiß das, ja. Mit Heintje war das. Mama Archie, schenke mir ein Pferdchen. Nein, solche Pferde wollte ich nicht, ja. Ein falscher 50er ist kein Hefen wert. Ja, Spaziergang merke man, aber wir sind im Bereich, was die Nummern wünschen. Trinke ein Achtel, rauch ein Schick. Ich kann nichts rauchen da, Franz Brandwein. Wir haben da Rauchverbot auferlegt im Studio hier unten im Keller. Kann ich nicht. Aber Fritzler Status habe ich schon gesehen. 1,27. Neues Spiel, neues Glück, meine Lieben. München komme ich, Peter Falkner, das war blöd. Da müssen wir uns treffen. Wie gesagt, sobald es ist ja das Problem, wir wissen also dann ungefähr die Zeit, also wo wir in München sind, aber ich weiß nicht, wann wir in der Zeit belegt sind. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, wie diese Proben, weil es sind ja am Anfang sind quasi Proben, oder da tun wir uns einmal zusammen, von diesen Brettl-Spitzen, und dann gibt es ja auch schon, glaube ich, Aufführungen, interne, also Lehre oder mit Publikum, da weiß ich gar nicht, ich weiß keinen Spielplan, gar nichts. Und die tatsächlichen Brettl-Spitzenaufnahmen, das sind, glaube ich, am Freitag und am Samstag. 2 Tage, also 2 Abende, wo dann quasi aus diesen 2 Abenden wird dann quasi eine Sendung gemacht. So weit weiß ich das. Mehr weiß ich nicht, aber ich bin sicher, dass da Zeit genug sein wird, dass man irgendwie mit einer gewissen Pavlatschisterie zusammenkommen. Und wenn es natürlich sogar ein paar wirklich so die Bredlspitzen schaffen ins Hofbräuhaus, wenn wir dort live sind, das war überhaupt eine Weltklasse. Das wäre Weltklasse. Das hätte mich irrsinnig gefreut. Czapik hat das auch gesungen, ja stimmt. So, pass auf, Fritzl, 1,27 Fritz-Status. 1,27. 29, 21, ne? Gekommen. 29, 25, bitte schleichte. 27. Ach, schwere Nummer. Hans Teufel in der Musik, Hans Hohner den Text. 1933 im Ludwig Grenn Verlag veröffentlicht und ganz bekannt hat es gemacht der berühmte Schmied Hansl. Aber ob ich das zusammenbringe? In B. B. Warte mal. Tausendfache Wunder gibt es auf der schönen Welt. 1000-mal besungen sind sie und im Lied erzählt. Städte sah ich Märchenländer, Berge stolz und hehr. Sah der Flüsse Silberbänder ziehen zum blauen Meer. Naja. All die Schönheit trank mein Auge, nirgends war das Glück. Nur die Stadt, an die ich glaube, hat im Herz Musik. Okay, ausbaufähiger Gesang, aber ja, jetzt geht's ja auch. Denk dir, na ja, bitte hörst, was ist das? Denk dir, die Welt wäre ein Blumenstrauß und zwischen Rosen guckte Wien heraus.
grüßt wie das erste Veilchen im März, will nicht betrauschen, spricht nur zum Herz. Wien lass den andern den Glanz, die Pracht, denn als der Herrgott die Welt erdacht, hat er empfunden, das Herz fehlt darin. Alter, das passt gar nicht. Hat in den Strauß dich gebunden, mein Wien. Okay, lass mal unbemerkt aufhören, habe ich versemmelt. Habe ich komplett versemmelt, aber ich habe mich bemüht. 1,27 Fritzl Startguss, I am really, really sorry, wäre quasi, wie man so sagt. Jawohl. Monika, das war super, wenn wir zusammenkommen. So, also das war ich echt versemmelt. 4,28 war noch der Rudi Korbes, 4,28. Na, das Lied habe ich echt versemmelt. Denk dir, die Welt wäre ein Blumenstrauß. 4,28. Gleich das nächste drauf. Komm mit nach Wien. Rudi Koschelu. Komm mit nach Wien. Das kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich wirklich gar nicht. Habe ich noch nie gehört. Leider. Leider, Rudi Korbes. Kann ich wieder zumachen. Musikraum macht den Kofferträger. Jawohl. Klausi, erst recht, was? Erst recht wird's was mit diesen Nummernspiel. Wenn wir aus den 3 Kremser Alben anfangen zu bestellen. Ja, aber da kenne ich dann noch weniger als aus da raus. Das ist ja das. Ja, ist Erich Kunz, genau, Mackie Pemberton. Erich, schau, Musikraum. 2,20, ne, da müssen wir uns noch dran halten. Solange noch Wünsche kommen, müssen wir das erfüllen. Das ist ja so. Schlafen gehen kannst, wenn du austrinken musst. Ludwig Gruber. Was ist das? Text Josef Hornig. Leider keine Jahresanzahlen, aber Ludwig Gruber ist eher ältere Geschichte. Ja. Auf jeden Fall. Oh ja, das ist schon nur in römischen Zahlen geschrieben. Warte mal. 1914. Also 1914 Verlag Josef Blaha, beziehungsweise 1983, also 1983 bei Bosworth Co. Das hat ein anderer übernommen. Aber leider, die schreiben das nur in römischen Zahlen. Aber da will ich aber schnell denken müssen. Ja. Aber das seht ihr, dieses Hirn nicht kleinschlag. Klause, bin von dir selber begeistert. Ein Genie. Quasi. Mehr oder weniger. Selten, oft, nie. Ja. Weil wir het so lustig beieinander grad sind, liegt uns an ein Göder nix daran. Weil wir von der Früh gar nicht rauskommen dann, drum schmieren wir kein Hausmeister an. Wir haben nur ein Motto und dem bleiben wir treu, bis das uns das Augenlicht bricht. Es steht heut nix auf über die Umdrarerei, das ist schon eine uralte Geschichte. Hollodero, ist wieder Weise. Ist wieder Weise. Nochmal schön. Es wird sein und wir werden nimmer sein, drum niemals leben, solang's uns gefreut. Es wird schöne Madeln gehen und wir werden nimmer leben, drum greifen wir zu, bald ist noch Zeit. Hallo der Radio, hallo der Radio, hallo der Radio, Radio, Radio.
Hallo der Radio, hallo der Radio, hallo der Radio. Wer wird denn schon sparen, das fällt uns gar nicht ein. Das heben wir uns auf bis zum Sterben. Da müssten wir in Wern nicht auf der Welt kommen sein, wenn einer von uns wollt was ehren. Wir lassen sonst nichts zurück, no das ist schon bestimmt. Wir haben alles gern, nur kein Streit. Und das kann noch da unser Erdleben was nimmt, verjuckt man halt's Geld voller Freude. Hallo der Roh, hallo der Roh, es wird ein Wein sein und wir werden nimmer sein, drum gucken wir's Leben, solang's uns gefreut. Es wird schöne Madeln geben und wir werden nimmer lehnen, drum greifen wir zu, grad ist noch Zeit. Hallo der Radio, hallo der Radio, hallo der Radio, 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 hallo der Radio, hallo der Radio, hallo der Radio, Radio, hallo. Jawohl, es wird ein Wein sein. Na, Weltklasse. Was haben wir gesagt? 1914. Absolut leibend. Absolut leibend. Hab mich selber gefreut. Hab mich selber gefreut. Und schau, die Irmi Hinkofer ist dabei. Irmi. Servus, grüß dich gut. Du, Irmi, weißt du, wir sind bei den Bredlspitzen. Muss ich dir auch sagen, als Bayerin? Bei den Bredlspitzen. Im März sind wir in München eine ganze Woche. Bei den Bredlspitzen. Vielleicht kommen wir zusammen, das hätte mich schon gefreut. So, warte mal, 220, das war das jetzt, gell? War das jetzt da? Der Wahnsinn. Rudi Korbe, das glaube ich schon am Taschler, vergesst. Halt nicht auf die CD von Blabol. Oh, ey, das muss man Patrick noch mal sagen, gell? Wir bemühen uns. Die kriegst du. Kein besser, die kriegst. Schau die Achtel, ich danke euch schön. Ich habe einen Guss auf eine Sache und eine andere Torte und eine Melange. Na, hätte ich gar nicht jetzt einmal. Der Schweinsbraten, da war ich wieder dabei. Wäre mehr dabei. So, na gut, nachdem es jetzt auch keine weiteren Liedwünsche mehr gibt, hätte ich fast vorschlagen, dass wir uns dem Ende nähern, in großen Schritten. Ihr seid natürlich wieder mal eine Weltklasse Pawlatschen-Publikum. Das ist super. Ich danke euch vielmals. Bitte denkt dran, wer auf Facebook ist, dass er der Pawlatschisti, 16 Pawlatschisti-Gruppen, dass er zugeht, dass wir uns dort quasi, wie man heute so schön sagt, eine Community bilden, dass er zubekommt, dass wir da uns ein bisschen zusammenfinden. Es wird jetzt keine Exklusivinhalte in dem Sinn geben, aber schon, also wir werden schon auch ein paar immer wieder mal was dort veröffentlichen, was sozusagen jetzt nur in der Gruppe ist, aber jetzt keine wirklichen geheimen Infos. Also alles, was wichtig ist, werden wir immer überall posten, aber das eine oder andere quasi, das wird sicher, da ist ein bisschen intimer. Also die Pawlatschisti-Gruppe, die Facebook-Gruppe ist sicher intimer als jede andere Social-Media-Welt, weil wir einfach dort in der Gruppe sind und der Georg Leiwand, danke noch einmal, dass du das machst und da freue ich mich drauf. Ja. Das wird passieren. Was sonst weiter passiert, hoffen wir das Beste, dass der Patrick wieder, dass er quasi ausgeschissen hat und sich wieder vollkommen der Gesundung widmen kann und dass er fit ist für die nächsten Tage und Wochen. War halt Leiwand. Und ja, das war's eigentlich. Ich danke euch für eine wunderbare Pawlatschen. Haut's noch was rein, was den Hut betrifft. Ist immer gut. Geld nehmen wir immer mit Freuden. Aber dennoch bleiben wir auch immer natürlich vollkommen kostenfrei mit allem, was wir einstellen ins Netz. Das ist uns wichtig. Da gibt es keinen, wie sagt man, einen exklusiven Inhalt oder irgendwelche Vorteile. Gar nichts. Wir machen Wienerlieder, wir machen Musik und das macht uns eine Riesenfreude.
Und denen es gefällt, ja, die geben halt dann einen gewissen Schmattes an, aber es gibt keine Vorteile oder Nachteile oder sonst was. Das ist genau so, machen wir das weiter. Und ja, daher lassen wir es gut sein. Freut mich noch, dass die ihr mir reingeschaut hat. Das ist ganz leibend. Alle möglichen euch. Applaus für den Klaus, schreibt der Christoph schon. Danke vielmals für den vergnüglichen Abend. War urleibend, die hätte. Na, sowas machen wir wieder. Ja, ein Solo-Pavlatschen der Extraklasse. Applaus für Klaus. Danke, Musikraum. Monika Neumeier, danke der Schee. Ja, dem Patrick eine gute Besserung unbedingt. Und wir haben ein Hetz gehabt und das wird weiterhin auch so bleiben, dass wir ein Hetz haben. Ich freue mich, wenn wir uns live sehen. Jetzt aber verabschiede ich mich mit diesem Schluckerl. Und ja, mit einem Lied auch. Mit was für ein Lied werden wir verabschieden? Schauen wir mal, trinken wir mal. Schön, dass du da warst. Auf euch. Dankeschön. Man kennt fast sagen, zu jeder Zeit, spül den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mir der Kran, da kennt den Wurstel jeder schlagen. Den Kasperl spülen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei, ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komme, sagt man gleich, unterhalt mich, komm, ich lade dich ein. Und so mach mein Hetze ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Wein vereint, aber am Ende bleibt man nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei, ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das Ende mir braucht und kein Mensch mehr über mich dann lacht. Naja, so mach die Augen langsam zu und geh allein ich dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Schlaft's gut. Alles Liebe, eure 16er Burm, wenn auch nur zur Hälfte. Dix Busel, euer Klausi Papa.